Zu unserem Programm heute, also zu dem Inhalt heute. Das ist eine Konferenz, die für uns sehr wichtig ist. Wir haben schon viel über die Energiewende an sich gemacht. Wir reden auch sehr viel in Luxemburg schon seit einer Weile über den Ausbau von neuen Kapazitäten, zum Beispiel bei der Photovoltaik, wo dann auf Gebäuden und Parkflächen und so weiter zusätzliche Kapazitäten hinzugebaut werden. Aber was auch ganz wichtig ist, sind diese strukturellen Fragen des Energiesystems. Und da sind halt noch eine gewisse Anzahl an fossilen Aspekten, die da eine große Rolle spielen, beziehungsweise auch unsere Netze und der Strommarkt an sich, die noch nicht so 100% bestimmt sind auf diese Herausforderungen und die Chancen, die die Energiewende bietet. Und um diese strukturellen und systemischen Fragen soll es heute Abend gehen, weil das ist so ein bisschen die versteckte Seite des Eisbergs, die in der Diskussion bisher noch nicht so sehr beleuchtet wurde. Und es ist ganz wichtig, dass wir dieses Thema auch behandeln, weil diese Fragen dann auch eine gewisse Anzahl an Antworten auf Probleme im Alltag oder Fragestellungen im Alltag liefern können. Es ist mir eine sehr große Freude, auch Herrn Professor Schäfers heute Abend begrüßen zu dürfen. Sie haben die nicht ganz so einfache Herausforderung angenommen, dieses Thema sowohl verständlich als auch für Experten zu vermitteln. Sie haben im Vorfeld gesagt, dass Sie das gerne machen. Wir freuen uns natürlich, dass Sie das machen wollen. Sie werden nachher die Möglichkeit haben, natürlich ein paar Worte zu sich selber zu sagen, aber Sie sind Professor für intelligente Energiesysteme und Energieeffizienz an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, und Sie leiten dort auch das Kompetenzzentrum zur Energiewende. Das heißt, Sie kennen diese Problematiken und diese Fragestellungen sehr gut. So, mit diesen Worten würde ich dann das Wort an Sie weitergeben, damit wir zeitlich so gut vorankommen und mit dem Vortrag starten. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke, Herr Krier, für die einleitenden Worte. Ja, herzlich willkommen zu diesem Vortrag auch von mir, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Herr Krier hat es eben schon gesagt. Stellen Sie gerne irgendwie auch zwischendurch Ihre Fragen, insbesondere wenn Sie das Gefühl haben, da habe ich was nicht verstanden. Herr Krier wird versuchen, irgendwie mir ein Zeichen zu geben oder einfach reinsprechen. Und dann hoffe ich auf eine interessante Diskussion, auch irgendwie durchaus schon während des Vortrags und sonst am Ende irgendwie natürlich dann in Summe für die Dinge, die ich vorgestellt habe. Was bringe ich Ihnen mit? Der Vortrag heißt Masterplan Energiewende. Ich will Ihnen einmal zeigen, jetzt muss ich mal selber sehen, dass das hier auch tut, was ich will, nämlich die nächste Folie anzeigen. Aha, da muss ich dann doch wahrscheinlich hier unten klicken. So, ich will Ihnen einmal zeigen, dass es überhaupt diesen Masterplan gibt. Also einen Masterplan für Klimaneutralität für die Energiewende in Deutschland, und ganz kurz skizzieren, wie der aussieht und wie er entstanden ist. Und da muss ich schon mal einen kleinen Disclaimer machen. Das ist ein Masterplan, zu dem wir wissenschaftlich einen Konsens haben, aber nicht politisch. Und das macht natürlich schon einen großen Unterschied, ja, weil ja nicht die Wissenschaftler die Politik bestimmen, sondern eben wir in einem politischen, demokratischen System gemeinsam als Gesellschaft entscheiden, wo es hingeht. Ich will aber einmal zeigen, wie sieht es aus und was beinhaltet es eigentlich. Denn daraus kann man sehr gut ableiten, was dann jetzt die nächsten Schritte sind, tatsächlich bis zum Ende, bis zum Umbau des Energiesystems in Summe. Und dann gibt es einen zweiten Teil, da will ich kurz mit Ihnen einmal beleuchten, was heißt das eigentlich für Luxemburg? Denn Luxemburg ist ja nicht nur so wie Deutschland auch in das europäische Stromsystem eingebunden. Das will ich nur einmal kurz zeigen, wie sieht das aus, aber das kennen Sie auch, das wissen Sie, weil Sie das immer selber diskutieren. Aber ich will auch noch mal gucken, wie ist das mit der Netzkopplung und wie ist das mit dem gemeinsamen Strommarkt mit Deutschland. Luxemburg und Deutschland sind ja in einer gemeinsamen Geburtszone. Das, was wir aushandeln an Strompreis, gilt immer auch für Sie in Luxemburg. Und dann gibt es ein kurzes Fazit am Ende. Ist wirklich ein kurzes Fazit, mit dem ich nochmal beleuchten will, was sind denn jetzt eigentlich die wichtigen Dinge, die wir jetzt brauchen, damit es auch stattfinden kann. Und die werden stattfinden. Also das wird passieren. Die Frage ist, wie leicht machen wir es uns im politischen Diskurs und in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung oder wie schwer, wie stehen wir uns vielleicht manchmal auch selbst im Weg. Aber diese Dinge, die da notwendig sind, die werden, da bin ich sehr sicher, auch kommen. Das wird auch so passieren. Die Frage ist nur, wie lange brauchen wir dafür? Gut, ich fange mal an mit dem Thema ambitionierter Masterplan für Klimaneutralität. Deutschland hat sich ja das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Und das ist ein Ziel, das folgt eigentlich aus einer wissenschaftlichen Betrachtung von inzwischen
einigen Studien, die sich Deutschland als Klimasystem modelliert haben und dann geguckt haben, was muss denn jetzt eigentlich sein, damit Deutschland klimaneutral wird und wie ist der kosteneffizienteste Weg dahin. Und das Interessante bei diesen Studien ist, dass wir jetzt einen Zustand erreicht haben, wo wir immer qualitativ zu gleichen Ergebnissen finden. Also ich habe hier mal, wir nennen sie liebevoll die 5 großen Studien aufgelistet. 3 von diesen 5 großen Studien werden auch kontinuierlich aktualisiert. Und wenn man sich anguckt, was steht da eigentlich drin, also Studien zu der Frage, wie ist der kosteneffizienteste Weg, um Deutschland klimaneutral zu machen, dann kommen alle diese 5 Studien zu einem qualitativ gleichen Ergebnis. Quantitativ sind die Ergebnisse unterschiedlich, weil die Randbedingungen für die Modelle, für die Energiesystemmodelle anders sind, weil eben andere Annahmen getroffen werden und dann unterscheiden sich die Zahlen, aber nicht dass die Aussage, was denn getan werden muss, welcher Weg da jetzt dann dahin führt zur Klimaneutralität. Und es gibt auch noch eine Metastudie über diese 5 Studien. Das machen Wissenschaftler ja gerne, ne, dass wir dann nochmal vergleichen, wenn unterschiedliche Leute dasselbe untersucht haben, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede. Ich glaube, hier haben wir auch einen Fehler gemacht. Hier haben wir in dieser Metastudie auch untersucht, wo sind die Unterschiede, warum sind da solche Unterschiede, statt auch mal einfach innezuhalten und zu sagen, guck mal, qualitativ ist da immer die gleiche Aussage. Wir wissen es jetzt. Ja, und wie gesagt, wenn wir neu rechnen, 3 von diesen 5 Studien werden kontinuierlich aktualisiert, dann ändert sich die qualitative Aussage nicht. Und ich versuche jetzt mit Ihnen mal nachzuvollziehen, wie ist diese qualitative Aussage? Also jetzt gleich vor allen Dingen nicht so sehr auf die Zahlen achten, sondern mehr auf die Frage, was heißt das jetzt fürs weitere Vorgehen und was bedeutet das dann für die nächsten Jahre beziehungsweise für die nächsten Jahrzehnte? Also immerhin ja 2 Jahrzehnte haben wir ungefähr noch, bis wir klimaneutral sein wollen. Okay. Das Grundproblem, das kennen Sie bestimmt, das Grundproblem, das wir haben bei der Energiewende, ist, dass man Strom nicht auf Vorrat erzeugen kann. Wir können Strom im Stromsystem nicht zwischenspeichern. Das ist das eine Energiesystem, bei dem das nicht geht. Strom ist eigentlich Energie auf der Durchreise. Ja, da, wo der Strom erzeugt wird, wird er im Prinzip gleich auch durchgereicht an die Endverbraucher. Ich muss in jeder Sekunde so viel Strom erzeugen, wie eben alle Verbraucher brauchen. Und da gibt es ein Maß für, das ist die Netzfrequenz. Die Sollfrequenz ist 50 Hertz. Wenn jetzt die Stromverbraucher etwas mehr sind als können Sie meine Maus sehen? Ja, ne? Wenn die Stromverbraucher etwas mehr sind als die Stromerzeuger, dann sinkt die Netzfrequenz unter 50 Hertz und dann wird gegengeregelt mit mehr Erzeugung. Andersrum, wenn da mehr Erzeuger sind als Verbraucher, dann steigt die Netzfrequenz über 50 Hertz, dann werden Verbraucher gedrosselt und etwas weniger Strom ins System gegeben. Das ist ein sehr bewährtes System, das wir quasi haben, seit wir Verbundstromsysteme aufbauen. Und das hat immer gut funktioniert, wenn man auf der Erzeugungsseite hier gut regelbare Kraftwerke hat, eben thermische Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, ja, bei denen man einfach etwas mehr Brennstoff verbrennen kann, wenn man mehr Strom braucht, oder etwas weniger Brennstoff verbrennt, wenn man weniger Strom braucht. Im Rahmen der Energiewende ersetzen wir die jetzt, denn die erzeugen ja CO2-Emissionen. Jetzt ersetzen wir die durch erneuerbare Energien. Und das sind vor allen Dingen Wind- und Solaranlagen. Und die sind in ihrer Stromproduktion völlig abhängig vom Wetter. Das heißt, ich habe jetzt eine Situation, in der es schwieriger wird, dieses Gleichgewicht aus Last und Erzeugung herzustellen und das auch sicherzustellen. Und das ist eine der großen Herausforderungen der Energiewende. Und die Frage war auch immer, wie lösen wir das denn eigentlich, wenn wir die gut regelbaren Kraftwerke langsam aber kontinuierlich rausnehmen aus dem System und ersetzen durch solche fluktuierende Stromerzeuger. Und das Interessante bei der Energiewende ist, dass man sagen muss, in dem Moment, als wir angefangen haben, hatten wir gar keine Ahnung, wie das mal klappen könnte. Also es ist wirklich so gewesen, dass wir, als wir in Deutschland im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz eingeführt haben, einfach gesagt haben, wir legen jetzt mal los. Wir müssen das jetzt machen. Wir wissen nicht genau, wo landen wir da mal, aber wir fangen jetzt mal an. Hier sieht man so eine Grafik zum Zuwachs der Stromerzeugungskapazität aus erneuerbaren Energien seit 2000, also wo wir das Erneuerbare Energiengesetz erlassen haben und dann ab da Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien eine verlässliche Vergütung bekommen hat, eine garantierte Vergütung.
Dann sieht man hier ist erstmal das Aufwachsen von Windenergie zu sehen, etwas später dann Photovoltaik, die noch deutlich teurer war. Und wir sind jetzt angekommen bei, jetzt in 2026 auf der rechten Seite sieht man noch 2025, aber wir sind jetzt bei ungefähr 200 Gigawatt installierter Leistung in Deutschland aus Photovoltaik und Wind. Das ist tatsächlich deutlich mehr, als wir eigentlich an Leistung brauchen. Wenn ich mir hier die Netzlast in Deutschland reinlege, dann liegt die so Richtung 90 Gigawatt in einem Moment, wo wir wirklich sehr viel Strom brauchen. Das ist so, wenn es draußen dunkel ist und kalt. Gerne als Beispiel nehme ich immer so die Zeit vor Weihnachten, dann sind die Weihnachtsmärkte erleuchtet. Draußen muss es irgendwie ordentlich kalt sein. Ganz viel ist los. Also die Leute sind entweder unterwegs auf den Weihnachtsmärkten oder die arbeiten noch. Ja, dann sind wir in so einer Hochlastsituation. Und das Gegenteil davon, 30 Gigawatt, das ist so das Minimum von dem, was wir brauchen. Das ist dann auch das Gegenteil von der Wettersituation. Ja, es ist warm, es ist hell, und niemand tut was. Das ist dann so eine Nacht zwischen Samstag und Sonntag, ja, der frühe Morgen vielleicht so um 3, 4 Uhr. Die Sonne ist schon wieder aufgegangen. Alle jungen Leute, die im Club waren, die kommen wieder nach Hause und haben sich inzwischen wieder hingelegt. Die anderen schlafen noch. Ja, dann sind wir so bei 30 Gigawatt. Und dazwischen geht's rauf und runter. Und da ist tatsächlich die Frage, wie funktioniert das eigentlich, dann das Gleichgewicht herzustellen? Und solange wir relativ wenig Strom aus Erneuerbaren hatten, haben wir die einfach im System integriert und haben halt reagiert mit den noch regelbaren Kraftwerken. Inzwischen sind die erneuerbaren Energien aber die bestimmende Größe geworden. Der Anteil in Deutschland im Moment am Stromverbrauch bei Erneuerbaren liegt bei ungefähr 60%. Also das von quasi wenig zu bestimmenden Größe. Das ist ein Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Und jetzt stellt sich halt immer mehr die Frage, wie stabilisieren wir das Stromsystem? Wir sind ja erst bei 60% Erneuerbarer beim Strom. Aber wir wollen ja eine ganze Energiewende machen. Ja? Also eine ganze Energiewende heißt eben, dass nicht nur der Strom klimaneutral ist, sondern dass auch die Wärmeversorgung klimaneutral ist, dass auch der Mobilitätssektor klimaneutral ist und das alles jetzt mit schwankender Erzeugung aus Wind und Sonne. Und um das zu klären, da sind eben diese Studien entstanden und dabei ist ein relativ gutes Bild entstanden, was wir denn machen müssen jetzt eigentlich, damit das funktioniert. Und das versuche ich jetzt im Folgenden mal darzustellen. Ähm, eine Sache, auf die ich noch hinweisen möchte, ist, wenn wir immer weiter ausbauen, dann gibt es also auch in Phasen, wo wir sagen, wir haben noch lange nicht 100% Erneuerbare über ein ganzes Jahr, denn wir betrachten ja immer den jährlichen Durchschnitt, kann das durchaus sein, dass in kürzeren Zeiträumen die Erneuerbaren durchaus reichen, um die Stromlast zu decken. Und hier sehen Sie auch also hier sehen Sie die erste Woche in Deutschland, in der das historisch passiert ist. Das war übrigens mit Ansage. Also wir hatten 2009 in Deutschland eine Studie, die gesagt hat, noch 10 Jahre, wenn es so weitergeht mit dem Ausbau, noch 10 Jahre und dann werden wir zum ersten Mal Phasen haben, wo für einige Stunden im Jahr der Strom aus erneuerbaren Energien völlig ausreicht, um den Strombedarf in Deutschland zu decken. Und das kann man hier sehen. Das ist hier der 13.04.2020. Das ist Ostermontag. Deswegen ist der Lastgang so niedrig. Das Schwarze hier ist der Strombedarf. Hier links ist wieder in Gigawatt. Das ist die Leistung. Und dann jetzt eine Woche. Das ist die Zeit. Leistung mal Zeit ist Energie. Also unter der schwarzen Kurve die Fläche. Das ist die Menge Energie, Strom, der da jetzt erzeugt werden muss in der Woche. Aber hier sieht man also den Montag, dann geht es hier wieder runter, das ist der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und hier sieht man Sonntag. Und das Bunte hier drunter, das ist die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Blau sind hier Laufwasserkraftwerke in Deutschland, grün ist Biomasse und man sieht, das sind zwei Grundlaststromerzeuger, die reagieren gar nicht auf den Strombedarf, die erzeugen einfach immer eine Menge Strom. Und dann sieht man hier die fluktuierende Erzeugung aus Wind. Das ist dieses komische, was ist das für eine Farbe? Türkisfarbene, irgendwie so popelgrün. Das ist Wind, viel Wind und an diesem Montag auch noch viel Sonne. Es war also ein windreicher Montag, der auch noch sonnig war. Das kommt nicht so oft vor. Da hatten wir plötzlich mehr Strom aus Erneuerbaren, als wir überhaupt Strombedarf hatten in Deutschland. Und das Gute ist, wir sind eben nicht allein. Deutschland ist keine Insel, sondern wir sind im Stromverbundsystem in Europa gut integriert. Das bedeutet, wir konnten diesen Strom, der da zu viel war, an unsere Nachbarn verkaufen. Nicht nur diesen Strom, hier ist gar nicht aufgetragen, der Strom, der auch noch produziert worden ist, aus
den thermischen Kraftwerken. Denn die thermischen Kraftwerke können wir nicht ausmachen. Die haben eine Resterzeugungsmenge. Die wollen die Betreiber nicht ausmachen, weil das Wiederanfahren sehr lange dauert und weil die thermische Belastung in den Feuerungskammern, das sind sehr große Wirbelschichtfeuerungsräume, die sehr heiß werden und dann eben wieder sehr kalt, wenn das Feuer wirklich ausgemacht wird, dann ist die Belastung auf die Werkstoffe durch das Ausdehnen beim Heißwerden und Zusammenziehen beim Kaltwerden so groß, dass das stark auf die Lebensdauer des Kraftwerks geht. Deswegen gibt es so eine Restfeuerungsleistung, die die Kraftwerke gerne weiterfahren möchten, auch wenn der Strom eigentlich gar nicht gebraucht wird. Und die liegt so bei thermischen Kraftwerken so in der Größenordnung von ungefähr 30% der Feuerungsleistung. So in der Größenordnung ist so die Resterzeugung. Das heißt, wenn ich ein Kohlekraftwerk habe mit einem Gigawatt Feuerungsleistung, dann ist so die minimale Menge, die dieses Kohlekraftwerk einspeisen möchte ins Stromnetz, irgendwo in der Größenordnung 300 Megawatt. Ja, und da kann man sich jetzt leicht vorstellen, dass an diesem Montag, ja, und dann auch an dem Sonntag danach, da eine Menge zusätzlicher Strom war, den wir eigentlich nicht brauchen konnten, den wir dann günstig an unsere Nachbarn verkauft haben. So, und das war 2020, das ist jetzt also schon, ja, nur ja, 6 Jahre her. Ne? Wie ging es dann weiter? Wir hatten 2023 das erste Mal eine Situation, dass wir eine ganze Woche lang mehr Strom aus Erneuerbaren produziert haben, also an jedem Tag, nicht durchgängig die ganze Woche, aber an jedem einzelnen Tag der Woche mehr Strom aus Erneuerbaren produziert haben, als wir dann zumindest in einigen Stunden überhaupt gebraucht haben. Und da kann man sehen, das System ist sehr windbasiert. Ja, diese Fläche hier, dieses komische Grün ist plötzlich sehr groß geworden. Das waren 2 starke Windfronten hintereinander, die durchgezogen sind. Das ist die Woche nach Weihnachten gewesen, 2023. Da hatten wir also sehr viel Strom aus Windenergie im System und deutlich zu viel Strom quasi in der ganzen Zeit. Und dann ist allerdings jetzt neulich was passiert. Da habe ich gedacht, das dauert noch ein bisschen länger. Aber nee, hier ist jetzt tatsächlich vom April, also Ende April, Anfang Mai diesen Jahres, das erste Mal eine fast durchgängige Woche, wo die Solarenergie in Deutschland die bestimmende Größe war und wir auch an jedem Tag mehr Strom produziert haben aus Erneuerbaren, als wir tatsächlich Strombedarf hatten. Also wir sind jetzt quasi einmal von, es passiert überhaupt zum ersten Mal, bis hin zu, es passiert an jedem Tag der Woche, weil viel Wind ist, ganz schnell rübergekommen zu, oh, es passiert an jedem Tag der Woche, auch wenn wir viel Photovoltaik haben. Und das liegt natürlich auch an der Ausbaugeschwindigkeit von Photovoltaik. Zum Beispiel, also Wind ist ein bisschen langsamer, aber Photovoltaik bauen wir in Deutschland im Moment in der Geschwindigkeit aus, ungefähr 1 Gigawatt neue Photovoltaik, 1 Gigawatt, ein großes Kraftwerk pro Monat. Das ist im Moment die Ausbaugeschwindigkeit, 1 Gigawatt Photovoltaik pro Monat. Und das Verrückte ist, das reicht noch gar nicht. Wenn wir uns jetzt angucken, wo wir eigentlich hinwollen, dann ist das noch viel zu wenig. Tatsächlich ist es so, dass es hier, was ich Ihnen hier zeige, ist die konservativste Schätzung, die wir haben für die Menge Energie, die wir brauchen aus Erneuerbaren, wenn wir eine vollständige Energiewende machen wollen. Und diese konservativste Schätzung ist von 2017 von unserer Nationalen Akademie der Technikwissenschaften. Und die haben damals ausgerechnet 450 Gigawatt ungefähr bräuchten wir. Wir sind jetzt bei 200. 450 wäre also nochmal so viel plus 50. Allerdings gibt es tatsächlich inzwischen eine relativ große Übereinstimmung in den anderen Studien, dass 450 wohl deutlich zu wenig ist und wir eher 600 Gigawatt brauchen. Das würde heißen, wir verdreifachen nochmal das, was wir jetzt schon haben an Erzeugungskapazität aus Photovoltaik und Wind insbesondere. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund, das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, so, dass man sich fragt, ja, wie soll das hingehen? Ja, wie fangen wir das denn dann eigentlich auf? Und dass das schwierig ist, das aufzufangen, das wissen wir auch schon länger. Also hier ist mal eine Grafik, die jetzt zeigt, wie ist denn eigentlich die Fluktuation im Stromsystem, wenn man so doll ausbaut. Das ist eine ältere Studie von 2013. Diese Grafiken gibt es nicht mehr, deswegen muss ich hier leider so eine alte Grafik präsentieren, weil das immer, naja, auch für Stirnrunzeln und bei Netzbetreibern insbesondere für schlechte Laune mal sorgt, wenn man sich so eine Grafik angucken muss. Warum? Weil also hier zeigt das Fraunhofer ISE in einer Simulation,
wie viel Strom ist denn eigentlich über pro Stunde in einem Jahr? Also hier unten die Zeitleiste ist eben der chronologische Ablauf von 8.760 Stunden in einem Jahr bei einem Energiesystem, das schon mal 85% CO2-Reduktion geschafft hat, also noch nicht vollständig, aber schon weit fortgeschritten. Ja, und das Blaue ist immer, das ist Strom ist übrig, und das Rote ist immer, da fehlt noch Strom. Ja, und was Sie sehen, ist vor allen Dingen erstmal, da ist viel mehr Blau als Rot. Also in einem solchen Stromsystem, mit dem wir die Energiewende betreiben wollen, drehen wir den Sinn dieses Stromsystems etwas, also wir verändern ihn sehr stark. Von einem sehr ausgeglichenen System, wo immer so viel Strom erzeugt wird, wie gerade gebraucht wird, aus diesem System machen wir ein Energieerntesystem. Wir stellen lauter Anlagen hin, die Strom produzieren, und wir achten überhaupt nicht darauf, ob dieser Strom jetzt wirklich gebraucht wird oder nicht, im Stromsystem gebraucht wird oder nicht. Denn wir wissen, es gibt noch zwei andere Systeme, nämlich das Wärmesystem und das Mobilitätssystem, die brauchen Energie. Warum machen wir das? Weil wir wissen, dass das der billigste Weg ist für eine vollständige Energiewende. Diese Studien, die ich Ihnen gezeigt habe, das will ich nochmal sagen, ne, sind Studien, die schauen, wie ist der volkswirtschaftlich günstigste Weg zu einer Energiewende. Und der ist über diese beiden stromproduzierenden Systeme Photovoltaik und Wind, die früher mal sehr teuer waren und die heute so günstig geworden sind, dass tatsächlich man Strom weltweit überhaupt nicht günstiger produzieren kann als mit Photovoltaik und Wind. Und im Moment ist das noch so für Wind in einigen Bereichen. Und in einigen Jahren wird es so sein, dass es Photovoltaik ist. Punkt. Wie Und dann schätzen Sie kommt denn noch Wind. die Lage in Luxemburg ein? Ist das ähnlich Ihrer Ansicht nach oder? Ja, das ist in Luxemburg ähnlich. Wir unterschätzen auch im Süden immer die Rolle des Windes. Ich hatte gerade neulich noch wieder eine schöne Grafik, die nochmal gezeigt hat, wie viel Windproduktion eigentlich auch gerade in Bayern und Baden-Württemberg möglich wäre. Ähm, Wichtiger ist wahrscheinlich noch dann, wir sind dann schon bei Ihnen sehr relativ weit südlich, die Photovoltaik. So. Aber beides dürfte in Luxemburg eine größere Rolle spielen. Da unterscheiden sie sich nicht zu den Nachbarländern. Ja, und was jetzt hier auch noch zu sehen ist, ist übrigens das, was wir lösen mussten, um überhaupt eine Idee zu bekommen. Also wir wussten eigentlich vom Start, dass wenn wir so schnelle Wechsel haben, von hier haben wir zu wenig Strom und dann haben wir zu viel und dann ist es wieder zu wenig. Das kann man mit Kurzzeitpufferspeichern lösen, also mit Batteriespeichern. Das ist gut machbar. Also man kann dann die Überproduktion von Strom erstmal in Batteriespeicher unterbringen und dann holt man eben den Strom raus, wenn man ihn braucht. Was wir im Moment sehen in Deutschland, ist, dass wir Menschen haben, die in große Batteriespeicher investieren wollen. Und wenn das so stattfindet, dann haben wir eine Zukunft, in der wir mal so für gedanklich ähm, tagsüber die Batteriespeicher voll machen. Und dann können wir sie abends anfangen zu leeren. Und wenn wir ganz viele Batteriespeicher bauen, dann können wir damit die Nacht überbrücken bis zum nächsten Tag, wenn die Sonne wieder aufgeht. Dann haben wir wirklich sehr viele Batteriespeicher gebraucht. Aber das, da ist die Grenze. Ja, also wir reden von einem Tagesenergiespeicher bei Batteriespeichersystemen. Und was man aber sehen kann, ist hier in dieser Grafik auch, wir haben hier vorne, da sieht man es mal, da ist länger so eine Phase irgendwie, wo also lange deutlich zu wenig Strom produziert wird. Und hier hinten im Jahr auch nochmal. Da geht es um ein paar Tage tatsächlich, wo dauerhaft die Stromproduktion aus Erneuerbaren nicht reicht. Das ist diese Dunkelflaute, von der wir immer gerne sprechen. Ja, das sind jetzt Stunden, also Tage am Stück. Und da war die Frage, was sollen wir dann da machen? So, und da haben wir wirklich als Energieforscher lange dran rumgerätselt, wirklich lange dran rumgerätselt, bis wir da irgendwie eine konsistente Lösung gefunden haben. Ich erzähle jetzt nur die Lösung, das Ende. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich könnte auch einfach 2 Stunden erzählen, ähm, wie wir dazu gekommen sind. Und es gab echt wilde Zwischenschritte dabei. Aber eigentlich ist es auch ganz simpel. Die Idee am Ende ist jetzt, hat sich quasi im Konsens herausgebildet, dass wir Folgendes tun. Wir nehmen den Strom aus Wind und Sonne, wenn wir, aha, was hat jetzt passiert? Was ist jetzt passiert hier? Einen Augenblick. Mein Computer macht hier Unsinn. Oha, jetzt sehen Sie ein ganz anderes Bild, ne? Jetzt muss ich mal gerade Jetzt sehen gucken. wir.
Ich muss mal einmal Kleines das, Fenster, ja, ja. da ist jetzt was schiefgegangen bei mir. Ich habe mit meinem dicken Finger, glaube ich, unangenehm geklickt und muss jetzt mal einmal neu freigeben. Ich hoffe mal, das klappt jetzt auch ohne Schwierigkeiten und ich fliege nicht wieder raus. Einen Augenblick. So, jetzt dauert es wieder die Zeit, bis es in Luxemburg angekommen ist. Können Sie es sehen? Bei mir im Monitor sieht schon so aus, als würden Sie es sehen, aber wahrscheinlich ist es bei Ihnen. Noch nicht. Ja, jetzt ist es gut. Ja, es ist Ja, wirklich eine kleine Verzögerung. Also wir müssen neben den Stromleitungen auch noch die hm. Internetverbindung mit Glasfaser ausbauen, glaube ich. Ja, das liegt jetzt hier, glaube ich, auch daran, dass mein Computer hier ein bisschen zu kämpfen hat. Ich hätte mal vor dem Vortrag noch die anderen Fenster alle zumachen sollen. So, jetzt gucken wir mal gerade. Also, das ist die Lösung, auf die wir uns geeinigt haben. Wenn der Wind weht und die Sonne scheint im Überschuss, und wir bedienen quasi das, was Strom braucht, und es ist immer noch was übrig. Dann nehmen wir diesen Strom und machen Elektrolyseanlagen an. Also Anlagen, in denen wir mit Strom aus Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff machen. Also mit Hilfe eines elektrischen Feldes das Wassermolekül zerreißen in seine beiden atomaren Bestandteile, Sauerstoff und Wasserstoff. Dann haben wir mit dem Wasserstoff ein brennbares Gas. Den Sauerstoff können wir auch noch nutzen, kann man Krankenhäuser geben oder sich irgendwas anderes damit einfallen lassen. Aber im Kern geht es darum, den Wasserstoff aufzuheben und den Wasserstoff dann zu speichern in Gasspeichern. Warum? Weil wir wissen, dass diese Gasspeicher groß genug sind. Also wir haben im deutschen System, wir müssen, das muss ich vorher nochmal sagen, etwa 100 Terawattstunden Zwischenspeichern für diese Dunkelflaute. Und wir haben, das geht nicht mit Batteriespeichern. Also da würden wir Städte aus Batteriespeichern bauen, um das zu bewerkstelligen. Aber wir haben ungefähr 400 Terawattstunden Gasspeicher, also bezogen auf die Energiemenge von Erdgas, schon existierende Speicher und wir können auch leicht neue Speicher bauen. Deswegen war die Idee oder ist die Idee, wir nehmen Wasserstoff in den Phasen, in denen wir Überschussstrom haben, erzeugen Wasserstoff und wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, beziehungsweise zu wenig Wind da ist und zu wenig Sonne, dann holen wir den Wasserstoff wieder aus dem Gasspeicher raus und verbrennen ihn in einem Gaskraftwerk. Vielleicht nutzen wir die Wärme noch, da bin ich skeptisch, weil das so selten passiert. Lohnt sich diese Wärmeauskopplung eigentlich nicht. Aber dieses Gaskraftwerk würde dann den Strom erzeugen, den wir brauchen. Ja. Das ist im Kern relativ einfach eigentlich die Idee. Jetzt muss man sich allerdings klar machen, dass der Strombedarf jetzt nicht unser normaler Strombedarf ist von heute, sondern das ist ein Strombedarf, der ist deutlich höher, weil wir auf dem Weg jetzt bei der Energiewende ähm, alles versuchen würden, mit Strom zu versorgen, mit günstigem Strom aus erneuerbaren Energien. Also das Mobilitätssystem, in dem wir elektrisch fahren, das Wärmesystem, in dem wir Strom verwenden, um Wärmepumpen zu betreiben und dann mit Umweltenergie zu heizen. Ja, also das ist kein Heizen mit Strom, ja, sondern der Strom ist die Antriebsenergie für die Wärmepumpe, und die Wärme fürs Haus mit einer Wärmepumpe geheizt kommt von draußen. So. Das sind eigentlich die zwei zentralen Elemente, die jetzt neu noch ins Stromsystem zu integrieren sind, abgesehen von der Elektrifizierung der betrieblichen Produktionsprozesse. Da ist die Welt ziemlich bunt, aber da geht es auch um die Frage, wie machen wir mit Strom Dampf, wie machen wir mit Strom andere Produktionsprozesse möglich, die wir sonst im Moment vielleicht noch auf Basis von thermischer Energie aus, vor allen Dingen dann Gasverbrennung, realisieren würden. Da sind wir auch ja, also in einer interessanten Entwicklung und da haben wir auch ein gutes Gefühl, das wird immer klarer, dass sich viel mehr dieser Produktionsprozesse relativ gut elektrifizieren lassen. Hier ist mal ein Bild, das zeigen soll, wie sieht es dann aus mit der Energienutzung. Das sind jetzt hier geordnete Jahresdauerlinien aus diesem Diagramm erstellt hier mit den wilden Linien. Wir Ingenieure sind immer unglücklich, wenn wir solche Darstellungen haben, weil ein anderes Jahr mit einem anderen Wetter würde auch andere Linien jetzt machen. Ja. Was wir dann gerne tun, ist, wir sortieren diese Linien. Sie kennen auch diesen
diesen Schweizer Künstler, der diese Bilder zerlegt und irgendwie so die Elemente so schön sortiert immer, diese Bilder auf. Und das ist tatsächlich jetzt eine ähnliche Situation. Also wir würden jetzt alle roten Striche nehmen, die hoch sind, ja, und dann langsam absteigend nach rechts anfangen zu sortieren, bis irgendwann der Nulldurchgang kommt und dann kommen die kleinsten blauen immer weiter nach rechts, bis ganz rechts die größten blauen, also die nach am tiefsten unten zeigenden blauen Striche sind. Dann bekommen wir eine geordnete Jahresdauerlinie, die sieht etwa so aus. Das ist diese blaue Linie hier. Ja, das würde bedeuten, dass das hier, dieses ist ja wieder Leistung, hier ist wieder die Zeit, 8760 Stunden, ein ganzes Jahr. Diese Fläche unter dieser Linie, das ist die Menge Energie, die jetzt fehlt. Ja, dies ist aus Erneuerbaren noch nicht erzeugt worden. Übrigens ist die Erkenntnis, es ist ganz egal, wie viel wir ausbauen. Diese Fläche verändert sich nur minimal. Am Ende bleibt hier immer die Situation, dass Richtung 50 Gigawatt nicht gedeckt werden kann durch Erneuerbare. Es ist wirklich völlig egal, ob wir 1000 Gigawatt dahinstellen, 1200 Gigawatt oder 600 Gigawatt. Dieses letzte Stück hier, das ändert sich kaum. Was sich sehr stark verändert, ist tatsächlich diese Seite, nämlich die Frage, wie viel Energie erzeugen wir eigentlich im Überschuss? Also hier kommt ja jetzt der Nulldurchgang und dann ist diese Kurve hier negativ. Das sind jetzt Mengen an Energie, die sind übrig. Das heißt, die Fläche über der Kurve, das ist jetzt hier das Äquivalent zu der Menge Energie, die übrig ist. Und da sehen Sie gleich, die Fläche ist ein bisschen größer als die Fläche, ne? Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die Energie von hier darüber? Aber das kommt gleich. Erstmal sagen wir, warte mal, wir können ja noch den Strom nehmen, den wir haben, ja, und diese anderen beiden Sektoren, Mobilität und Wärme bedienen. Und das kann man jetzt sehen, wie sich das auswirkt, wenn man diese Legende liest, von unten nach oben. Also von blau nach rot, das wäre, wir fahren in Deutschland elektrisch. Dann brauchen wir diese Menge Strom, hier von blau bis zu dieser roten Kurve. Die Menge dazwischen, das ist jetzt tatsächlich der Strom. Damit fährt ganz Deutschland elektrisch. Mehr ist es nicht. Warum ist das so wenig? Weil tatsächlich wir die Effizienz umdrehen, die wir im Moment bei der Mobilität haben. Und die ist irgendwie auch gefühlt in unserem Kopf drin. Wenn Sie einen Verbrennungsmotor betreiben, nur 20% der Energie, die Sie getankt haben, ist wirklich die Energie, die Sie nach vorne bringt. 80% ist einfach nur Wärme, die Sie in die Umgebung abgeben. Bei einem Elektromotor ist genau andersrum. 80% der Energie, die Sie in der Batterie haben, ist wirklich auch mit Energie, mit der Sie fahren, manchmal sogar mehr. 20% ist Wärme, die sie in die Umgebung abgeben. Deswegen tatsächlich ist, wenn wir elektrisch fahren, der Bedarf an Strom viel weniger als der Bedarf an fossilen Brennstoffen, die wir sonst zum Tanken verwenden. Eben nur ungefähr ein Viertel davon. Hier ist ein relativ dummes System angenommen. Da wird einfach immer das Auto geladen. Die Herausforderung eigentlich für die Energiewende wäre, möglichst das Laden zu vermeiden, wenn der Strom knapp ist hier vorne, weil dann ist der Strompreis auch hoch. Ja? Und dann lieber zu laden hier hinten, wenn tatsächlich Überschussmengen an Strom da sind, weil dann ist der Strompreis niedrig. Also intelligentes Laden. Ja? Okay, so dann gucken wir mal, was kommt als nächstes von Rot zu Grün. Da kommt hier so ein grüner Bubbel. Das ist die Annahme, wie viel können wir im Batteriespeichern speichern. Aber das ist eine Annahme von vor 13 Jahren. Die ist heute irgendwie einfach obsolet. Da muss man mal sagen, also damals waren Batteriespeicher sehr teuer. Aber die Studie hat schon vorweggenommen, dass sie günstiger werden. Aber niemand hat damit gerechnet, dass sie so viel billiger werden, wie sie jetzt geworden sind. Also man kann heute sagen, wahrscheinlich ist dieser Bereich hier fürs Laden von Batterien etwa viermal so groß wie das, was hier ist. Es würde eher so in diesem Bereich verlaufen. Das sind Batteriespeicher. Große Batteriespeicher, netzgebundene Batteriespeicher, aber auch die kleinen Speicher zu Hause, wenn Sie sich eine Photovoltaikanlage bauen. Dann kommen Pumpspeicherkraftwerke. Ja, Sie haben ja ein schönes in Luxemburg. Insgesamt haben wir in Deutschland zu wenige davon. Wir haben halt zu wenig Berge und zu wenig Wasser haben wir nicht. Wir haben einfach nur zu wenig Berge. Also große Mengen Energie in Pumpspeicherwerken speichern. Das geht in Österreich, das geht in Norwegen, das geht in Costa Rica. Und diese Länder haben dieses Problem auch nicht. Also saisonales Speichern geht da mit Wasser. Das geht bei uns in Deutschland nicht. Deswegen ja, sind wir quasi angewiesen auf diese andere Lösung. Und Österreich, Costa Rica, Norwegen, die sind bei 100% erneuerbaren Strom. Die müssen da tatsächlich auch nichts mehr machen. Das ist schon irgendwie fertig. Für Strom, ja, ist das bei denen schon fertig. So, und jetzt kommt der Schritt zum Wasserstoff hier. Also, das Lila sehen Sie, da kann man kaum sehen. Hier liegt direkt auf der grünen Kurve. Jetzt kommt hier von Lila zu, was ist das, Türkis. Das hier ist der Strom oder die Menge Strom, die in die Wasserstoffproduktion geht.
Und da ist auch so, dass die Elektrolyse manchmal, weil sie nicht schnell genug ist, irgendwie dann leider auch noch läuft, wenn wir eigentlich schon zu wenig Strom haben. Aber meist läuft sie eben hier mit Überschussmengen, ist die Annahme. Und diese Menge Wasserstoff hier, die wir da produzieren, die reicht, und das ist eine entscheidende Aussage, die reicht, um diese Lücke zu füllen. Und das zeigen alle diese 5 Studien. Alle diese 5 Studien zeigen, hey, wenn wir das Energiesystem umbauen, und die dann entstehenden Überschussmengen verwenden, um Elektrolyse zu betreiben, dann entsteht immer so viel Wasserstoff, dass wir die Lücke, die da drin ist, decken können. Das ist eine total super Aussage. Jetzt müssen wir Deutschland noch heizen und Luxemburg ja auch. Jetzt kommt hier der Strombedarf für Wärmepumpen. Gucken Sie mal, das ist die Idee. Wärme kann man ja gut speichern. Ne? Ich mache einfach Wasser warm und habe einen Warmwasserspeicher und dann kann ich den Warmwasserspeicher voll machen und dann damit zum Beispiel die Wärmepumpe betreiben ein paar Stunden, wenn viel Wind da ist, sodass sie nicht betrieben werden muss, wenn wenig Wind da ist. Ja, oder wenn wenig Sonne da ist. Wenig Sonne ist ja meistens im Winter. Das ist ja auch die Definition von Winter, dass wir nicht so viel Sonne haben und deswegen wird es ja auch kalt. Ja, das ist dann ein bisschen unangenehm, aber das kriegt man einigermaßen hin. Hier sieht man aber auch, da ist doch deutlich Strombedarf dann für Wärmepumpen. Hier die orangene Kurve ist ja auch da in diesem Bereich, wo wir eigentlich oberhalb der Nulllinie sind, wenn eben der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber das reicht immer noch tatsächlich, um diese Menge Strom dann herzustellen mit dem Wasserstoff. Und dann gibt es noch Strombedarf für Heizstäbe, also eine direkte Umwandlung von. Hier ist jetzt, schon muss ich nochmal sagen, ne, der Strom treibt die Wärmepumpe an. Das heißt, die Wärme kommt eigentlich von draußen. Das heißt, ich mache eine Temperaturerhöhung mit Hilfe des Kompressors in der Wärmepumpe auf ein Heiztemperaturniveau, das ich dann verwenden kann. Ich kann aber auch den Strom nehmen und direkt in Wärme umwandeln, also Strom in Wärme 1:1. Da komme ich auch zu sehr hohen Temperaturen, die dann möglich sind. Das ist diese Menge, die jetzt hier noch übrig bleibt. So. Und wenn man das macht mit den Studien, mit den 5 Studien, dann sehen diese Dinge immer sehr, sehr ähnlich aus. Also im Kern ist das quasi die Aussage, so machen wir jetzt die Energiewende. Wir fahren elektrisch, wir heizen mit Wärmepumpen, und dann machen wir mit dem Überschussstrom Wasserstoff, den wir dann wieder in Strom umwandeln, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und alle Computersysteme sagen uns, das ist das billigste System, was dann dabei rauskommt. So, und jetzt muss das aber noch gebaut werden. Das ist jetzt ja nur theoretisch. Ne? Wenn man das weiß, dann muss man jetzt eben auch hergehen und dieses System so bauen. Und da gibt es dann ein paar Schwierigkeiten und auch natürlich die Herausforderung, das sagen wir mal, in einen politischen Konsens irgendwie umzumünzen. Und dieser politische Konsens oder die Konsensbildung, das muss man auch mal hart sagen an dieser Stelle. Diese Konsensbildung wird auch torpediert. Diese Konsensbildung wird torpediert von den Menschen, die im Moment am fossilen System gut verdienen. Und da darf man irgendwie auch sich nichts vormachen lassen. Da sind die Geschäftsinteressen tatsächlich groß. Deutschland gibt 80 Milliarden Euro für fossile Brennstoffe aus. Es gibt Menschen, die verdienen 80 Milliarden Euro an Deutschlands Brennstoffbedarf. Die wären ja doof, wenn sie jetzt nicht in Opposition gehen würden zu solchen Plänen. Und die sind tatsächlich sehr erfolgreich in dieser Opposition. So. Okay, ich will hier gar nicht großartig, ich kann mich auch stundenlang mit diesen 2 Grafiken aufhalten. Hier sind mal einmal das ist quasi aus einer Studie das Konzept, wie kommen wir jetzt schrittweise zur Einhaltung der politischen Ziele, also 65% CO2-Reduktion in Deutschland bis 2030. Was muss dann passieren? Ganz schnell. Mindestens 70% Erneuerbare an der Stromerzeugung. Gesetzlich steht bei uns im Gesetz 80%. Mindestens 14 Millionen E-PKWs, LKWs mindestens 30% elektrisch. Da hinken wir hinterher. Aber gerade jetzt in dieser Energiekrise, die wir haben durch den Iran-Krieg, nimmt es schnell Fahrt auf. In der Industrie raus aus der Kohle für die Reduktionsverfahren bei der Metallherstellung, langsamer Anfang von Wasserstoffeinsatz für Dampf. Gebäude, die Gebäude sanieren, schnell sanieren, 1,6% Sanierungsrate pro Jahr, 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030. Das werden wir nicht schaffen. Die Sanierungsrate ist aktuell in Deutschland 0,7% pro Jahr, nicht mal die Hälfte. Ja. Und vermutlich werden wir tatsächlich viel schneller Wärmepumpen einbauen, als in dieser ökonomischen Optimierung vorgesehen. Das bedeutet, wir verlassen aus Bequemlichkeitsgründen das volkswirtschaftliche Optimum,
zugunsten der jeweils einzelwirtschaftlichen Optima für die Gebäudebesitzer und bürden der Gesellschaft aber dann auf, dass eben mehr Strom für die Wärmepumpen bereitgestellt werden muss, weil sie nicht so gut saniert worden sind, die Gebäude. Ja, das heißt, der Netzausbau muss dann größer sein. Wir brauchen mehr Strom aus erneuerbaren Energien. Das scheint sich aber gerade abzuzeichnen, dass die Reise dahin geht. Da ist noch ein bisschen Landwirtschaft, noch ein bisschen Abfall, dann landen wir da. Und wenn man sich dann die zweite Hälfte anguckt, das ist dann runter bis auf 5%, also dann ist 95% in Deutschland. Die restlichen 5% haben nichts mit dem Energiesystem zu tun. Fragen Sie gerne, wenn Sie wissen wollen, woher kommen diese restlichen 60 Millionen Tonnen. Deutschland ist dann nicht klimaneutral, sondern hat nur seine CO2-Emissionen um 95% reduziert. Ich muss das jetzt erstmal hier aus Zeitgründen weglassen, aber dann nochmal hier mehr Wasserstoff in der Industrie, Direktstromeinsatz, 100% Strom aus Erneuerbaren, alles fährt elektrisch, und das sind nochmal 90 Millionen Tonnen. Gebäude nochmal schneller saniert und am Ende ist Deutschland, 90% der Fläche ist entweder saniert oder abgerissen und neu gebaut. Das werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Ja, aber dann trotzdem, wir haben dann das System, das Heizungssystem umgebaut auf Fernwärme und hauptsächlich basierend auf Wärmepumpen. Fernwärme und Wärmepumpen als zwei Säulen. Auch die Fernwärme basiert auf Wärmepumpen in der Versorgung, aber dann auch viel Abwärmenutzung aus der Industrie, aus Müllverbrennung und anderen Prozessen, aber eben auch große Wärmepumpen. So, das ist im Kern der Schnelldurchlauf durch das, was uns da erwartet bis 2045. Und ist auch egal, ob wir das schaffen, 2045 oder erst 2050 oder Hamburg will das schon 2040 geschafft haben. Die Schritte sind immer die gleichen. Das ist das, was ich mit Masterplan meine. Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, es gibt keinen alternativen Plan. Es ist nicht so, dass wir einen Plan B hätten. Ja, auch wenn die Regierung manchmal so tut und sagt, ja, das muss ja technologieoffen anders gehen. Diese Studien, die Untersuchungen, die Modelle, die sind vollständig technologieoffen. Da sind tatsächlich alle Technologien mit inkludiert gewesen. Die Aufgabe war für die Optimierer, finde den kostengünstigsten Weg. Und dann gibt es keinen Plan B dazu. Einen Plan B übrigens für die Dunkelflaute haben wir überhaupt gar nicht. Jedenfalls keinen nicht fossilen. Also, kleines Zwischenfazit. Energiewende bedeutet Elektrifizierung der beiden Sektoren Wärme und Mobilität und Aufbau zusätzlicher Stromlasten, nämlich der Elektrolyseure, um Wasserstoff herzustellen. Dadurch steigt der Strombedarf und weil der Strombedarf steigt, steigt auch die benötigte Netzübertragungskapazität. Irgendwie muss ich den Strom jetzt durch die Netze bringen, ne? Der Ausbau der EE, also der erneuerbaren Erzeuger, das geht schnell, das schreitet zügig voran, aber der Stromnetzausbau, der ist tatsächlich viel zu langsam. Ich habe hier rechts mal eine Grafik dazu gestellt, wie ist gerade der Zeitverzug in Deutschland. Wir sind 7 Jahre hinterm Plan, 7 Jahre hinterm Plan. Ja, das ist tatsächlich also eine mittelschwere Katastrophe. Ähm, Wir haben so eine Hase-Igel-Situation. Erneuerbare ausbauen geht viel schneller als Stromnetz ausbauen. Und die nächste Hürde ist, wenn wir diese ganzen neuen Verbraucher ins System integrieren, dann müssen wir das irgendwie intelligent machen. Die müssen flexibel integriert werden. Also eine Wärmepumpe sollte eben möglichst nicht laufen, wenn da draußen wenig Strom aus Erneuerbaren ist. Das heißt, ich kann nicht einfach nur dem, so wie bisher, dem Thermostaten, der da dran hängt vom Gebäude, ja, sagen, mach mal, ja, sondern tatsächlich brauche ich einen Plan. Ich muss eine Prognose machen, wie ist wohl die Außentemperatur morgen, wie viel Wärme braucht wohl mein Haus und was ist jetzt die günstigste Phase, um die Wärmepumpe laufen zu lassen. Und beim Laden von Elektroautos ähnlich. Ja, ich brauche also smarten Betrieb von diesen zusätzlichen Lasten. Und unter Umständen brauche ich auch die Flexibilität von diesen zusätzlichen Lasten, wenn dann die Prognose nicht gut war und wenn ich merke, dass ich am nächsten Tag doch zu viel verbrauche oder wenn ich in meinem Netzabschnitt plötzlich zu viel Gleichzeitigkeit von Verbrauchern habe. Ja. Oder andersrum, wenn da sehr viel Gleichzeitigkeit von dezentralen erneuerbaren Erzeugern ist, dann will ich vielleicht extra und zusätzlich Verbraucher anschalten, um diesen Strom, der da sonst irgendwie tatsächlich ein Problem im Netz macht und einen Netzengpass verursacht, dann zu verbrauchen, auch vor Ort gleich. Und diese Intelligenz, die muss auch jetzt aufgebaut werden. Das tun wir auch, aber das tun wir auch ein bisschen, wollen wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinkommen. So. So, jetzt ganz schnell, was heißt das für Luxemburg? Und da hat der Krier mich gebeten, einen kleinen Exkurs zu machen. Also nochmal zu sagen, wie geht das eigentlich irgendwie mit dem Strompreis an der Strombörse und wie funktioniert die Merit Order? Ist eigentlich relativ simpel. Warum ist das wichtig? Das will ich nochmal zeigen. Wir haben relativ häufig negative Preise. Ich hatte diese Grafik gezeigt mit jedem Tag mehr Strom aus Erneuerbaren
auf Basis von Photovoltaik. Hier kommt jetzt eine neue Kurve mit dazu, das ist der Strompreis an der Strombörse. Und da sieht man eigentlich immer hier, wenn die Photovoltaik ihr Maximum hat, dann geht hier diese rote Linie, hier ist die Nulllinie, ins Negative. Plötzlich kriegt man Geld an der Strombörse, wenn man Strom nimmt. Hier auch. Hier an dem Donnerstag, nee, Freitag. An dem Freitag tatsächlich, also da haben wir mal, deswegen ist es unten so gerade, da haben wir den maximal möglichen negativen Preis an der Börse ausgereizt. Das war das erste Mal, dass das passiert ist. Also immer mal negative Preise, das kannten wir schon, aber das waren jetzt minus 500 Euro die Megawattstunde. Das sind 50 Cent pro Kilowattstunde. Also wenn Sie in der Lage waren, an diesem Donnerstag, am 1. Mai, Feiertag, niedriger Strombedarf, ne, sieht man auch an der schwarzen Kurve. Wenn Sie da in der Lage waren, eine Kilowattstunde zusätzlich aufzunehmen, dann haben Sie dafür 50 Cent bekommen. Also Sie haben den Strom bekommen und nochmal 50 Cent obendrauf. Das ist total verrückt. Und das ist natürlich auch Unsinn eigentlich für in einer Volkswirtschaft, ja mit Aufwand ein Gut zu produzieren und dann am Markt dieses Gut nicht verkaufen zu können, sondern noch Geld dazu zu bezahlen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen auf den Markt und Sie kaufen ein Kilo Äpfel und dann sagt der Händler zu Ihnen, nämlich, Mensch, danke, dass du die Äpfel nimmst, hier sind noch 10 Euro. Also das ist ungefähr so eine Situation. Ja. Das macht relativ wenig Sinn. So, wie kommt das jetzt zu diesen negativen Preisen? Das will ich kurz zeigen. Grundsätzlich, die Merit Order funktioniert so, das ist hier eine Schemazeichnung, die ist prinzipiell richtig, aber auch sehr vereinfachend. Es geht um Folgendes. Wir gucken pro Stunde, eigentlich pro Viertelstunde inzwischen, wie ist wohl der Strombedarf auf Basis von Prognosen. Ja. Hier jetzt in diesem Beispiel ist der Strombedarf dann 64 Gigawatt. Ja, und wie diese Gigawatt Leistung für diesen Zeitabschnitt, also diese eine Stunde, gedeckt werden können, das sieht man hier in dieser Sortierung. Wir nehmen die Kraftwerke, die nichts kosten oder sehr wenig kosten, nach links und dann langsam kostenweise ansteigen mit der Erzeugungsleistung rechts dazu sortiert. Und dann ergeben sich so prinzipielle Einsortierungen. Die erneuerbaren Energien sind hier sehr günstig vorne zu null. Dann kommt hier so ein bisschen Kernenergie in Deutschland jetzt ja nicht mehr. Wir haben es abgeschaltet. Braunkohle, Steinkohle und dann die Gaskraftwerke. Gaskraftwerke immer hinten, weil das tatsächlich der teuerste Brennstoff ist. Das sind die höchsten Stromerzeugungskosten. Jetzt passiert Folgendes. Wir gucken, wo ist das letzte Kraftwerk, das noch gebraucht wird, um diesen Bedarf zu decken. Wir nennen es das Grenzkraftwerk, das strompreisbestimmende Kraftwerk. Das bestimmt jetzt nämlich für diese Zeiteinheit, sagen wir mal, das ist eine Stunde, den Strompreis für diese Stunde. Also wenn das jetzt hier 64 Gigawatt sind in diesem Beispiel, und das ist hier ein Steinkohlekraftwerk, das braucht, um kostendeckend zu produzieren, 35 Euro pro Megawattstunde. Hier in diesem Beispiel 30, ne? Ja, 30 Euro pro Megawattstunde in diesem Beispiel. Dann würde das jetzt heißen, für diese Stunde gilt 30 Euro pro Megawatt während dieser Stunde für alle. Das letzte Kraftwerk kriegt gerade das Geld, was es braucht, um kostendeckend produzieren zu können. Alle anderen hier vorne produzieren günstiger und haben einen entsprechenden Gewinn gemacht. Und die Merit Order soll uns helfen, dass wir immer von den günstigsten Kraftwerken zuerst Gebrauch machen. So. Und das funktioniert ganz gut. Ich mache jetzt mal ein reales Beispiel. Das hier hinkt nämlich ein bisschen. Jetzt kann man dann ein bisschen sehen, dass in diesem realen Beispiel, das ist hier vom 15.03.2020 von der EEX, da kann man sehen, dass auch die Nachfrage eine gewisse Elastizität hat. Also hier gibt es eine Nachfrage, die ist nicht elastisch. Das sind irgendwelche Versorger, die sagen, ich habe hier Stromkunden, ich muss die morgen beliefern, ist egal, was der Strom kostet, ich brauche den auf jeden Fall. Die stellen ihre Nachfrage ein zum maximalen Preis und der maximale Preis nach oben in der Börse ist 3.000 Euro pro Megawattstunde, also 300 Euro, also 3 Euro pro Cent. Das ist schon ordentlich teuer, ne? Und dann merkt man, dann gibt es jetzt hier diesen scharfen Abbruch nach unten. Da kommen jetzt das erste Mal Nachfragesituationen rein, wo die jeweiligen Versorger sagen, naja, also ich nehme Strom, aber nicht zu jedem Preis. Der muss mindestens mal billiger sein als, und hier sind es so ungefähr 40 Cent die Kilowattstunde. Ja. Das bricht nochmal schnell ein, dann sind wir schon bei deutlich weniger. Das sind jetzt hier so 20 Cent die Kilowattstunde vielleicht noch. Und dann geht das irgendwann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann kommen irgendwann Leute, die sagen, ich nehme Strom, aber nur, wenn er nichts kostet an der Börse. Und dann gibt es noch Leute, die sagen, ja, nichts kosten ist noch zu wenig, ich nehme ihn nur, wenn ich noch Geld kriege.
Ja, so. Und dann irgendwo hier hinten bei minus 500 hört die Kurve dann auf. Ja, das sind dann die Leute, die sagen, ja, ich nehme Strom, aber nur, wenn ich noch 50 Cent die Kilowattstunde kriege. Und so wie eben gezeigt, ist eben die Stromerzeugung auch sortiert, aber aufsteigend. Da, wo die beiden sich treffen, das ist der markträumende Preis. Ja, und wenn die sich im Negativen treffen, wenn also tatsächlich da Leute sind, die sagen, ich nehme noch Strom, aber nur zu einem negativen Preis, und auf der Angebotsseite wir bei den billigsten Kraftwerken noch im negativen Bereich sind, also noch Leute tatsächlich sagen, ja, ich muss hier den Strom loswerden, ich gebe dir auch noch Geld dazu, dann treffen wir uns mit markträumendem Preis im negativen Bereich. Wenn ich da reinzoome mit der Lupe, dann sieht das für den 15.3. so aus. Hier bricht das bei Null nochmal stark ab. Und hier kommt eben mit der Staffelung der Angebote dann dieser markträumende Preis, der Market Clearing Price, MCP, bei ja, 33,8 Euro pro Megawattstunde, also 3,38 Cent die Kilowattstunde zustande. So entsteht ein negativer Preis. Und früher war das eine totale Seltenheit und inzwischen haben wir das immer häufiger. Und das ist eben für einen Markt nicht besonders sinnvoll. Es ist natürlich aber ein schöner Anreiz für Flexibilitäten. Ne? Also Flexibilität dann einzusetzen, wenn ich sie tatsächlich dann so einsetzen kann, dass ich dafür dann auch wirklich einfach ja, auch Geld kriege für meine Flexibilität. So, grundsätzlich nochmal, wie ist das mit den Strompreiszonen? Wir haben eigentlich eine Situation in Europa, dass in einigen Ländern wir eine Strompreiszone pro Land haben. In anderen Ländern, insbesondere wenn die Netzinfrastruktur nicht so ausgebaut ist, dass durchgängig der Strom gut hin und her geleitet werden kann im Land, dann sind es mehrere Strompreiszonen. Das sieht man zum Beispiel hier. Italien hat 6 Strompreiszonen. Die skandinavischen Länder, Schweden hat 5 Strompreiszonen, Norwegen hat 4, nee, auch 5. Ähm, Das ist durchaus normal. Es gibt aber Länder irgendwie wie Polen ist eine Zone oder Spanien ist eine Zone. Oder auch Länder, die sind im Prinzip zwei, meistens weil noch ein kleines Land dann eben dazukommt. Also zum Beispiel Frankreich ist eben Frankreich und Monaco und Deutschland ist eben Deutschland und Luxemburg. Also wir sind zusammen in einer Strompreiszone. Ja. Das heißt, der Strompreis, den wir in Deutschland börsenseitig finden, der ist auch der Strompreis für Luxemburg. Okay, so. Was heißt das denn jetzt für Luxemburg dann bei der Einbindung in das europäische System? Diese Karte kennen Sie vielleicht, die ist von Ihrem Netzbetreiber, von Kreos. Ja, und die zeigt jetzt einmal, wie ist denn Luxemburg eigentlich angebunden, nämlich hier mit zweimal 220.000 Volt auf dieser Seite hier bei Flebu und dann auch hier mal zweimal 220.000 Volt rüber nach Trier. Das sind quasi die Anbindungen an die deutsche Geburtszone. Aber, das wissen Sie vielleicht auch, Sie haben noch eine Anbindung rüber nach Belgien. Und diese Anbindung nach Belgien, die ist auch immer noch mal 220 kV, also auch gar nicht so klein. Nur einmal 220 kV, aber immerhin. In Summe ungefähr 1 Gigawatt Richtung Deutschland, ungefähr 0,3 Gigawatt Leistung Richtung Belgien. Und dann gibt es bei Ihnen eine schöne, also damit ist es, muss man sagen, das ist nicht so viel. Also man will so eine Stromleitung nicht 100% auslasten. Die Netzbetreiber versuchen eine 80-prozentige Auslastung nicht zu überschreiten. Dann mit der Spitzenlast, die ist bei Ihnen, glaube ich, so bei 0,8 Gigawatt schon angekommen. Da ist dann schon mal die Situation, wo wahrscheinlich die Kollegen von Kreos sagen, boah, jetzt hier glüht der Draht, das ist schon zu viel. Und das behindert dann natürlich auch die weitere Gestaltung von Stromabnehmern, aber die Netzbetreiber sind da auch immer sehr zurückhaltend, was dann die Anschlussbewilligung von Stromerzeugern angeht, wenn eben die Netzkapazitäten so hart ausgelastet sind. Deswegen gibt es für das Verteilnetz, also jetzt gerade das Transportnetz, rüber nach Deutschland, dieses schöne Projekt 380, also die Umgestaltung dieser Freileitung hier unten im Süden auf 380 kV, Anknüpfung am Netzknotenpunkt Aach. Das würde spontan dann die Kapazität mehr als verdoppeln, also mindestens mal auf 2,4 Gigawatt aufbauen. In Deutschland im Netzentwicklungsplan NEP steht das drin als Maßnahme Nummer 71 und ich weiß nicht, was Sie so mitbekommen, aber theoretisch übernächstes Jahr sollte das fertig sein. Das ist eigentlich der geplante Fertigstellungstermin 2027. Und ich habe mir das ein bisschen angeguckt bei Kreos, abgesehen davon,
dass eben diese Leitung für mehr Austausch mit Deutschland dann tatsächlich sorgt, ist ja vor allen Dingen die Umgestaltung und die Verstärkung des Stromverteilnetzes in Luxemburg auch nochmal wirklich ein größerer Punkt. So, wenn man jetzt guckt, wie fließt denn der Strom physikalisch in Luxemburg, dann muss man interessanterweise feststellen, das kommt gar nicht alles aus Deutschland, sondern so ungefähr ist die Situation zwei Drittel, ein Drittel. Relativ oft kommt relativ viel Strom aus Belgien. Das ist hier das Hellblau, das ist quasi Stromimport aus Belgien. Und das Dunkelblau, das ist Stromimport aus Deutschland. Und gucken Sie mal, ab und zu ist es auch negativ. Dann fließt es einfach aus Belgien nach Luxemburg und dann, ah nee, Entschuldigung, das muss ich anders interpretiert sagen. Das ist jetzt Strom, der geht aus Deutschland durch Luxemburg durch und fließt nach Belgien dann rein. Ja. Luxemburg ist ein bisschen ein Stromtransitland. Also durch die Einbindung im deutschen Strommarkt ist dieser belgische Strom, der nach Luxemburg geht, ist ein Stromimport in die Stromgeburtszone Deutschland. Das ist zwar bei Ihnen, ja, aber es findet im deutschen Markt statt und andersrum auch. Ja, also wenn es rausfließt nach Belgien aus Luxemburg, dann ist das ein Stromexport aus der Geburtszone Deutschland-Luxemburg. So, also und man kann diese Karte auch sich angucken für eben den Strommarkt, dann sieht man Belgien gar nicht. Ja, dann steht da nur Deutschland, dann ist alles dunkelblau. Das ist natürlich Quatsch, ne, weil es ist eben nur Markt und Physik, das sind zwei unterschiedliche Dinge leider in der Stromwelt. Okay, muss ich mal gucken, habe ich jetzt zu viel? Ja. Warum zeige ich das? Ja, weil tatsächlich das Gesagte eben nicht nur in Deutschland gilt, sondern ja eben bei Ihnen auch. Die Netzbetreiber erwarten wegen der Ausbau der Stromverbraucher, wo Wärmepumpen, Elektromobilität, aber auch der Stromerzeuger, Photovoltaik, Windkraftanlagen, einen steigenden Bedarf an Netzkapazität. Und Kreos plant hier in diesem Bereich, also ein niedriges Szenario, bis 35 mal wenigstens irgendwie so 1,8 Gigawatt. Oder, und das scheint irgendwie so das Szenario zu sein, mit dem sie planen, 2,1 Gigawatt bis 2035 als Netzkapazitätsbedarf. Von 800 Gigawatt jetzt würde ich sagen, das ist ein bisschen hochgegriffen, gefühlt. Aber das ist natürlich erstmal irgendwie dann auch, dann ist man als Netzbetreiber auf der sicheren Seite. Was für mich interessant war, war zu sehen, das hat eine unmittelbare Auswirkung auf die Genehmigung offensichtlich in Luxemburg von erneuerbaren Energien. Also im Moment sind da 855 Megawatt installiert. Insgesamt genehmigt sind schon 1,5 Gigawatt, die natürlich dann netzkapazitätsseitig schwer zu realisieren sind in der beschriebenen Situation. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte hier, 840 Megawatt im Moment in einer Verzögerung. Also kann nicht installiert werden, ist im Prinzip vorgesehen, muss aber erst das Netz ausgebaut werden, damit es dann auch stattfinden kann. Und was sich dann auch aufdrängt, ist eben das, was ich eben schon beschrieben habe, die Frage nach der Flexibilität. Wie realisiert man jetzt eigentlich die Verbraucher, die ja flexibel sein können, in ihrer Flexibilität? Wie kriegt man es hin, dass sie sich flexibel verhalten? Und da ist eben seitens der Netzbetreiber in der Diskussion, die Netzentgelte flexibel zu machen. Also anders als im Moment, immer als gleiche Netzentgelt zu gucken, kann man nicht ein höheres Netzentgelt nehmen in solchen Momenten, wo man eigentlich vermeiden möchte, dass der Strom gebraucht wird. Und kann man dann sagen, die Netzentgelte sind aber niedriger, wenn das Netz im Prinzip kein Problem hat. Auf der Forschungsseite diskutieren wir das schon ganz lange und wir haben schon seit bestimmt 15 Jahren irgendwie in vielen Forschungsprojekten gezeigt, dass das gut funktioniert. Bis jetzt war aber auf der Netzseite der Bedarf nicht da. Und jetzt ist es aber soweit. Also jetzt muss man einfach sagen, der Bedarf bei den Netzbetreibern nicht nur in Luxemburg, sondern in Deutschland auch. Ja, der ist jetzt relativ groß. In Deutschland haben wir gerade den Agnes-Prozess, der die Netzentgelte und die Dynamisierung der Netzentgelte durch die Bundesnetzagentur festlegt. Und jetzt ist mal der Nachteil hier, Deutschland ist dann einfach ein Tanker. Ja, das geht einfach, das ist wirklich schwierig, dauert lange. Da hat jetzt natürlich Luxemburg ein bisschen die Nase vorn. Das können sie, weil sie kleiner sind, irgendwie schneller organisieren. Wir brauchen eine gesamtdeutsche Regelung, auch für die lokalen Netzbetreiber, um sowas umzusetzen. Das Problem haben sie in Luxemburg nicht. Ups, jetzt war ich zu schnell. So, ja, so sieht das aus an so einem Tag. Da kann man jetzt dann sehen, es gibt so Bereiche, hier sind so ein beispielhafter Tag der Winterperiode, hier in so einem Boxplot dargestellt, womit muss man denn rechnen mit der Netzauslastung und wo sind so völlig unkritische Bereiche und wo sind eher kritische Bereiche, wo würde man also vielleicht lieber die Netzentgelte, die zu zahlende Gebühr für die Netznutzung hochsetzen.
und wann würde man sie lieber niedrig haben, um dann dafür zu sorgen, dass dann eben zum Beispiel Laden von Elektrofahrzeugen eher dann stattfindet hier in diesem Bereich und nicht so sehr eben hier tagsüber in diesem Bereich. Das wird sich nochmal verschieben mit dem Ausbau der Photovoltaik. Werden Sie sehen, dass tatsächlich die Netznutzung, wenn das geschickt gemacht ist im Verteilnetz, hier über die Mittagszeit zumindest mal nicht von den Verbrauchern bestimmt ist, sondern eher durch die Photovoltaik und die Erzeugung. Und das kann man aber wunderbar mit Batteriespeichern organisieren. Das ist ja jetzt Winter, ja, aber dasselbe für Sommer. Da würde wahrscheinlich sich hier auch so eine Delle ergeben. Das sehen wir aus Ländern, die da schon ziemlich weit sind. Wir sehen das in Kalifornien, wir sehen das in Texas, wir sehen das in Australien gerade massiv, dass wir nennen das Entenkurven entstehen. Also aus so einem Buppel, wie ich ihn eben gezeigt habe, mit der Photovoltaik und der vollen Netzbelastung entstehen dann so am Anfang ein leichter Bubbel, dann geht's runter und dann kommt hinten irgendwie der Schnabel der Ente wieder hoch. In der Kombination von Photovoltaik und Batteriespeichern. Die beiden sind einfach super zusammen. So, und Entschuldigung, wie sieht das jetzt aus? Aber ganz kurz zum Vergleich wollte ich das zeigen. Das ist ja meine Situation. Ich bin ja in Hamburg. Ja, ich bin im Prinzip, oder wir sind in einer ähnlichen Situation wie Sie in Luxemburg. Also Sie haben diese drei Anknüpfungspunkte auf der 220 kV-Ebene. Wir haben drei Anknüpfungspunkte auf der 380 kV-Ebene. Unsere Jahreshöchstlast ist aber auch höher, bei 1,6 Gigawatt. Ja, also ungefähr das Doppelte von dem, was sie haben, aber wir sind ja auch viel mehr Leute. Also in Hamburg wohnen 2 Millionen Menschen, ne, also nochmal mehr als doppelt so viele wie in Luxemburg. Und auch bei uns erwartet ganz ähnlich wie bei Ihnen der Netzbetreiber bis 2040 eine Verdopplung dieser Jahreshöchstlast. Ja, und dann ist eben auch jetzt die Frage, wie muss das Netz dafür vorbereitet werden. Und auch da gibt es bei uns eine neue zusätzliche Verbindung auf der 380 kV-Ebene, wirklich genau wie bei Ihnen. Da wird nur nichts umgebaut. Bei Ihnen wird ja 220 in 380 umgebaut und bei uns ist einfach eine zusätzliche Anbindung an das 380 kV-Netz. Es soll zwei neue Steckdosen geben. Also dann haben wir 5 Verknüpfungspunkte an das 380 kV-Netz und 7 neue Umspannwerke 110 kV auf 10 kV entstehen in Hamburg. Und dann das Mittelspannungsnetz, das ist bei uns 10.000 Volt, das wird auch ausgebaut und ab der Mittelspannungsebene dann auch die notwendige Intelligenz eingebracht. Aber wir sind jetzt genau, ja, wie der Rest von Deutschland auch, viel zu spät bei der Intelligenz im Netz. Wir bräuchten jetzt die Smart Meter, und das ist, ja, verlorene Zeit gewesen. Wichtig für Deutschland, das will ich nochmal eben zeigen, das wird auch dann nochmal wichtig für die Situation auf dem Strommarkt. Wir vermeiden politisch gerade die Aufteilung von Deutschland in mehrere Strompreiszonen. Der Vorschlag aus Brüssel ist eigentlich, und ist inzwischen schon weniger ein Vorschlag als eine Forderung, muss man mal sagen, Deutschland in mindestens 4 Strompreiszonen zu unterteilen, weil der viele Windstrom aus Norddeutschland über die Stromleitungen nicht nach Süden transportiert werden kann. Und die Bundesregierung kontert das mit der Situation, dass wir ja mitten im Ausbau sind und die baldige Fertigstellung sehen werden von Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen aus Norddeutschland nach Süddeutschland. Die habe ich hier mal aufgelistet. Wenn die gebaut sind, das wird jetzt also dieses Jahr ist der erste Teilstück, aber eigentlich nächstes und übernächstes Jahr, wenn das im Plan bleibt, dann wird sich die Situation entspannt haben. Im Moment führt es dazu, dass wir in Deutschland ungefähr 8 Terawattstunden Strom, der aus vor allen Dingen Wind in Norddeutschland erzeugt worden ist, nicht im Netz transportieren können. Das kostet uns eine halbe Milliarde für die Ersatzleistungen an die Windmüller und nochmal 2,5 Milliarden für Kraftwerke, die dann den Strom erzeugen müssen, den wir aus Windkraft nicht nutzen können, der aber schon an der Börse verkauft worden ist. Das ist natürlich albern, ne? Es ist viel zu teuer. Das ist im Moment die Situation. Das wird dann kurz besser. Und wir wissen aus Simulationen aber, dass dann ungefähr 10 Jahre später die Situation wahrscheinlich schon wieder so ist, wie wir sie jetzt auch kennen. Das wird interessant zu verfolgen, wie sich das weiterentwickelt. So, ja, komme ich zum Ende und zum Fazit. Ein schnelles Fazit hatte ich ja versprochen. Der Ausbau der dezentralen erneuerbaren Stromerzeugung und die Elektrifizierung dieser beiden Sektoren Wärme und Mobilität
Das erhöht den Kapazitätsbedarf im Stromnetz und das erfordert einen konsequenten und zügigen Netzausbau. Das ist extrem wichtig. Das ist die Grundlage der Energiewende. Neue Verbraucher wie Wärmepumpen, E-Mobilität, aber auch Speicher wie Batteriespeicher oder Umwandlung, Elektrolyseure müssen flexibel eingebunden werden. Bisher passive Verbraucher von Strom werden dann zu aktiven Netzteilnehmern. Das passiert langsam und zeichnet sich ab und es wird jetzt immer schneller stattfinden. Aber dafür müssen, damit das passieren kann, Anreize geschaffen werden. Wir brauchen flexible Netzentgelte, wir brauchen dynamische Strompreise. Diese Batteriespeicher in Deutschland, die gerade gebaut werden, wir reden im Moment in Deutschland von vorliegenden Genehmigungen von 200 Gigawatt Batteriespeicherleistung, 200 Gigawatt und 400 Gigawatt Speicher sind damit verbunden. Das ist nicht ganz ausgemacht, das könnten noch deutlich mehr sein, 600 Gigawattstunden, 400 Gigawattstunden, 600 Gigawattstunden. Das passiert nur, weil an der Strombörse, am Strommarkt, die Preise so dynamisch sind. Ja? Die Leute wollen alle keine Förderung haben, um diese Speicher zu bauen, sondern die pokern darauf, dass sie diese enorme Auf- und Ab-Situation, Preise von null oder sogar negativ, Batterie laden, ja, und dann, wenn der Strompreis wieder höher ist, Strom verkaufen, dass sie das ausnutzen können und dass sie davon leben. Also als ein Konzept. Wir nennen das Arbitragehandel. Aber so eine Batterie kann halt tatsächlich an vielen verschiedenen Märkten unterwegs sein. Deswegen sind die sehr zuversichtlich, dass sie einen sehr guten Markteinsatz dieser Batteriekapazitäten bekommen, ohne überhaupt Förderung in Anspruch nehmen zu müssen. Das ist das erste Mal, dass wir da irgendwie Systemelemente haben, die sind wichtig für die Energiewende und die Leute, die sie in den Markt bringen, sagen, nee, Förderung brauchen wir nicht. Sagen uns einfach, wo wir das hinstellen sollen. Das hatten wir vorher noch nicht mit keiner Technik. Und wir brauchen eine digitale Infrastruktur, damit diese Flexibilität überhaupt organisierbar ist. Wir brauchen diese Preissignale vom Markt oder auch vom Netzbetreiber, ja, die ganz klar sagen, wann Stromverbrauch hoch, wann Stromverbrauch runter, wann Speicher laden, wann Speicher entladen. Das muss passieren. Das ist entscheidend und das bauen wir langsam auf, aber da sind wir noch zu langsam. Gelingen einer Energiewende ohne solche intelligente digitale Netzinfrastruktur, also solche Smart Grids, ist nicht möglich. Ja, das war mein Vortrag. Der war jetzt deutlich länger als die 45 Minuten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir hatten ja auch ein bisschen mit der Technik zu kämpfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Also wenn man die Verspätung aufgrund der Probleme am Anfang nicht mit einrechnet, haben Sie nur 5 Minuten überzogen. Das ist ja ganz gut eigentlich für so ein Thema. Vielen Dank. Also ich fand es sehr verständlich und sehr gut aufbereitet. Das ist ja wirklich nicht so einfach bei so einem Thema. Und selbst als wir die Slides gesehen hatten, waren wir uns noch nicht so 100% sicher. Aber die Erklärungen, die Sie dazu gegeben haben, sind einfach gut verständlich. Und ich merke auch, dass hier die Leute positiv darauf reagieren. Das ist wirklich super. Im Zwischenlauf hatten wir jetzt nicht so viele Verständnisfragen. Also es gab einmal eine Frage zu, wie soll der Netzbetreiber das umsetzen, aber ich glaube, das haben Sie ja am Schluss auch dann gut dargestellt. Das heißt, ich würde an dieser Stelle jetzt auch die Rückmeldungen oder die Diskussion öffnen. Sehr gerne an alle Teilnehmer, auch per Mikro, wenn Sie das wollen. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie es natürlich auch im Chat machen. Aber damit wir auch so ein bisschen Rückfragen, gerne auch kritische Rückfragen und ein bisschen eine Diskussion hinbekommen, um diese Konferenz heute abzuschließen. Vielleicht auch mit dem Handzeichen, dem digitalen Handzeichen, bei 60 plus Teilnehmern ist es vielleicht ein bisschen einfacher, die Stimmen zu verteilen. Und der Anfang ist immer schwer. Ja, Ja, Herr Lavandier, bitte. Ja, hört man mich? Ja, Ja, ich hatte eine Frage zu den Transportleitungen und Speichern des Wasserstoffs. War es nicht vor einer Weile noch so, dass da das Wasserstoffmolekül sehr klein ist, man ein Problem hat mit, dadurch, dass das diffundiert ist durch Stahl beispielsweise und dass dadurch Verluste entstanden sind. Wo sind wir heute dran mit der Technik? Wie viele Verluste hat man oder hat man mittlerweile Lösungen, wodurch sich trotz überhaupt keine Verluste mehr ergeben beim Transport von Wasser? ja.
Das ist echt eine wichtige Frage und ähm, wir waren in Deutschland wie immer, nee, wie sehr oft, auch da ziemlich gründlich und haben untersucht, welche Elemente des bestehenden Gassystems wären denn geeignet für eine Umrüstung des Systems auf Wasserstoff. Wir waren sehr, sehr skeptisch. Es gibt inzwischen eine Bauteildatenbank tatsächlich, in der die Gasnetzbetreiber nachgucken können, ich habe hier das Rohr XY, ja, geht das eigentlich? Kann ich da Wasserstoff durchleiten? Und rausgekommen ist in der Großbeschau, fast die gesamte Gasnetzinfrastruktur eignet sich für einen Betrieb mit Wasserstoff, mit einigen Ausnahmen. Insbesondere bei Armaturen zum Beispiel, irgendwie, da müssen Ersatze stattfinden. Leitungen müssen zum Teil gereinigt werden, bevor sie mit Wasserstoff betrieben werden können. Ähm, und wir können nicht mit dem gleichen Druck durch die Leitungen gehen, sondern der Druck muss etwas reduziert werden, sonst sind tatsächlich die Transportverluste zu hoch. Und jetzt gibt es eine grundsätzliche Aussage daraus auch. Also die grundsätzliche, zwei eigentlich. Die eine grundsätzliche Aussage ist, wir können im bestehenden Gasnetz mit einigen Anpassungen, aber moderaten Anpassungen Wasserstoff transportieren. Nicht immer und überall und wir werden auch neue Leitungen bauen. Hamburg zum Beispiel baut gerade ein kleines Wasserstoffkernnetz in der Hafenregion. Ähm, Das hat aber andere Gründe. Die zweite Aussage ist, wir können in dem bestehenden Gasnetz nicht die gleiche Menge Energie transportieren als Wasserstoff wie vorher als Erdgas. Warum? Weil ein Kubikmeter Wasserstoff entspricht ungefähr der Energiemenge von 3 Kilowattstunden. Ein Kubikmeter Erdgas sind aber 10 Kilowattstunden, also etwas mehr als dreimal so viel Energie. Wenn ich jetzt auch noch den Druck reduzieren muss im Gassystem, weil ich es umstelle auf Wasserstoff, dann kann ich insgesamt deutlich weniger Energie nur durch die bestehenden Rohren transportieren, als ich das vorher konnte mit Methan. Und das limitiert ganz extrem die Menge Energie, die transportiert werden kann. Ist auch nochmal ein zusätzlicher Grund zu sagen, wir werden nicht mit Wasserstoff heizen. Das macht einfach keinen Sinn, sondern wir werden uns genau überlegen, wo wird dieser Wasserstoff gebraucht. Ich habe das jetzt nicht gesagt, aber für diese Stromlücke, da brauchen wir ungefähr 100 Terawattstunden Wasserstoff. Um Deutschlands Industrie klimaneutral zu machen, brauchen wir irgendwo so in der Größenordnung dreimal so viel, ich habe auch schon viermal so viel gelesen, an Wasserstoff. Den werden wir nicht selber herstellen, den wird Deutschland importieren müssen. Das ist einfach zu aufwendig, das in Deutschland zu machen mit Wind und Sonne. Das macht keinen Sinn. Das machen wir lieber in Spanien oder in Algerien oder auch mit Windenergie aus Kanada oder mit Photovoltaik in Australien. Alles macht Sinn, mehr Sinn, als das in Deutschland zu machen, im Sinne von ist kosteneffizienter. Ähm, Das ist allerdings auch nochmal teuer und das bedeutet, diese 80 Milliarden, die ich erwähnt habe, die wir für fossile Brennstoffe ausgeben, die können wir nicht zurückfahren auf Null. Das gab kurz mal so einen Versuch, das mal hinzubekommen, rechnerisch zumindest zu zeigen, Deutschland könnte energieautark werden. Das können wir auch, aber dann ist der Preis ein solcher, der sich ergibt für Wasserstoff, dass wir da nicht mehr konkurrenzfähig sind mit der Industrie. Also insofern beißt sich da dann die Katze in den Schwanz. Das funktioniert nicht. Und die Reduktion ist dann immer noch so in der Größenordnung 60 Milliarden, also ungefähr 20 Milliarden Euro ist die Peilung, werden wir wohl noch ausgeben müssen für Wasserstoffimport. Lange Antwort auf eine einfache Frage, aber war auch eine gute Frage. Dank. Vielen Dank. Oh, ja. Ich schaue einmal kurz in dem Chat, ob ich eine habe, die zusammenpasst, bevor wir dann übergehen zu den anderen Sachen. Herr Lorang stellt eine Frage, inwiefern wird aktuell in Europa Wasserstoff mittels WKA in Zeiten niedriger Stromnachfrage produziert? Zu wenig. Zu wenig. Also wir hatten ambitionierte Pläne, gerade mit Windkraftanlagen und auch mit Photovoltaik, in den Zeiten, in denen wir Überschussmengen haben, den Wasserstoff herzustellen. Wir haben uns dann in der Regulatorik, der Renewable Energy Directive 2 in Brüssel ein Rahmenwerk gegeben, das sehr genau versucht darauf zu achten, dass bei der Wasserstoffproduktion wirklich nur grüner Wasserstoff dann auch beim Strom verwendet wird. Und da sind wir in der Regulatorik mal für mein Dafürhalten ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Es hat eine Situation geschaffen, in der ähm,
wir keine, keine konkurrenzfähige Wasserstoffproduktion hinbekommen haben. Mit viel Elan gestartet und dann ausgebremst, vor allen Dingen regulatorisch ausgebremst, müssen wir jetzt wieder neu Anlauf nehmen. Ähm, Ich bin gespannt, ob das klappt, aber wir sind noch zu wenig, wir haben noch zu wenig Wasserstofferzeugungskapazität. Könnte ich jetzt auch eine ganze Stunde drüber reden, weil wir ein sehr großes Projekt dazu gemacht haben, Norddeutsches Reallabor. Da ging es um den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur in den 3 Bundesländern in Norddeutschland, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Das waren 50 Projektpartner, 50 Millionen Euro Fördermittel, nochmal dazu 80 Millionen Euro, die die Industrie investieren wollte. Ganz viel davon ist nicht gebaut worden. Der größere Teil davon ist nicht gebaut worden, einfach weil es sich für die Industrie anders als bei Projektstart avisiert nicht gerechnet hat. Wir bauen in Hamburg gerade einen 100 Megawatt Elektrolyseur an die Stelle des alten Kohlekraftwerks im Hafen. Und das ist politisch gewollt und deswegen wird es auch gemacht. Wenn das sich nur einfach rechnen müsste, würden die Investoren vermutlich zurückziehen. Auch. Es sollte jetzt aber besser werden. Toi, toi, toi. Ich würde dann Frau Wickler das Wort geben, bevor wir die anderen Fragen aus dem Chat nehmen. Ja, hallo. Tut mir leid, ich kann mich leider hier nicht mit der Kamera jetzt zeigen. Also ich lebe in einer ganz kleinen Gemeinde von 2400 Einwohnern und irgendwie wir fördern schon private Haushalte, dass sie halt auch Photovoltaik installieren sollen durch finanzielle Anreize. Und ich hätte da so eine Überlegung, da wollte ich Ihre Meinung dazu hören, zum Thema Flexibilität, wo Sie ja sagen, das ist ein Schlüssel zum Erfolg der Energiewende. Es kommt immer mehr auf, dass man nicht mehr selbst daran denkt, Photovoltaik als Privathaushalt zu installieren, aber dass man sich sagt, na, ich kaufe oder ich beteilige mich an der Stromerzeugung vom Nachbarn oder in der Nachbarschaft. Und auch in unserer Gemeinde gibt es so einige Privatinitiativen, die das dann ausbauen möchten. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den man auch politisch fördern sollte. Wie sehen Sie das? Ja, das ist total wichtig. Also zum Glück ist es jetzt eine Sache, die wir in der EU in allen Ländern möglich machen müssen. Also es müssen Konzepte in allen Mitgliedstaaten erarbeitet werden, die so ein Energy Sharing möglich machen. Auf Basis eben guter Erfahrungen, die vor allen Dingen die Niederländer haben ganz früh damit angefangen, wir schon in einigen EU-Ländern gemacht haben. In Deutschland ist es ganz neu, ist jetzt quasi das erste Mal möglich, wirklich seit diesem Monat. Also jetzt, ich glaube, heute ist der erste Tag. Ich glaube, das ist wirklich der 1.6. Und warum ist das so wichtig? Also, weil wir bei Photovoltaik auf privaten Dächern eine ungünstige Situation haben. Wir haben meistens viel Stromerzeugung, was heißt meistens, also tagsüber haben wir viel Stromerzeugung aus Photovoltaik. Dann sind die Menschen meistens nicht im Gebäude, sondern unterwegs zur Arbeit. Ja. Niemand ist zu Hause. Der Strom, der produziert wird, kann eigentlich gar nicht zu Hause verbraucht werden, sondern wird zu großen Teilen ins Stromnetz eingespeist. Und da macht er eigentlich ein Problem. Also lange war das egal, aber jetzt ist es so, dass es so viel Stromeinspeisung ist, dass das ein Problem macht. In eben dann Bereichen, wo wir viel Wohnbebauung haben, wird jetzt viel Strom erzeugt. Niemand ist zu Hause, alle sind unterwegs. Ja. Da ist das unter Umständen zu viel Strom. Und dann ist die Frage, wie weit müssen wir diesen Strom jetzt aus diesen sehr niedrigen Spannungsebenen transportieren, also erstmal von der Niederspannung auf die Mittelspannung, vielleicht von der Mittelspannung noch auf die Hochspannungsebene, um ihn überhaupt mal dahin zu bringen, wo ein Abnehmer ist. Und je mehr Menschen sich zusammentun, Verbraucher und Erzeuger in solchen Konstellationen von Energy Sharing, Nachbarschaftsstromerzeugung, desto schneller findet der Strom dann auch einen Abnehmer.
Deswegen ist das total gut. Und es ist, in der Industrie ist es anders, ne? Also Photovoltaik auf gewerblichen Dächern, muss ja nicht die Industrie sein, kann auch Gewerbehandel, Dienstleistung sein. Da gehen die Leute ja hin zum Arbeiten. Da ist jetzt die Aktivität, Ja. da wird der Strom gebraucht, ja. Also wenn Mhm. ich da eine Photovoltaik aufs Dach packe, dann bedeutet das nur, dass dieses Gebäude weniger Strom aus dem Netz nimmt. Der Strom ist sofort weg. Da ist es super. Mhm. Ja. Und wenn ich Ja. zu Hause nichts habe, dann ist es schwierig. Dann wäre es halt gut, wenn da wenigstens noch ein Batteriespeicher ist. Ja, Oder das der ist Nachbar nimmt den Strom. das wäre dann, wie Sie ja gesagt haben, der erste Gedanke wäre Batterien, der Batterieausbau, dass man halt, aber das ist immer nur, wie Sie gesagt haben, ein Tagesspeicher, ne, den man sich da aufbaut. Genau. Und Im die Moment muss man sagen, sind diese ja, Tagesspeicher aber noch ausreichend. Also das ist ja, die, tatsächlich gut so. ja, die Elektrolyse, das finde ich sehr spannend, aber eine kleine Gemeinde hängt natürlich vom nationalen politischen Ausbau ab. Ne? Wir können aber in einer kleinen Kommune nicht Ja, so ein Kraftwerk, das würde nicht gehen. Ne? Aber das wäre schon spannend, wenn man das dann hätte. Ne? ja, Aber man muss halt gucken, wenn man ja vom politischen Willen redet und man möchte in seiner Gemeinde was tun. Ja, Ausbau von diesem Energy Sharing ist wichtig. Vielleicht ja, auch zu fördern, dass mehr solcher Initiativen ja, auf der Gemeindeebene stattfinden. ja. Ja. Interessant wäre ja auch zu gucken auf der Gemeindeebene, welche Gebäude gibt es denn in der Gemeinde, in denen tagsüber Betrieb ist? Und kann man die in dieses Energy Sharing vielleicht integrieren? Kauft das Rathaus vielleicht Solarstrom von seinen Bürgern? Ja. Ja, oder die Feuerwehr? Oder wer? So, und dafür muss ich es aber auch erstmal wissen. Ne? Wer ist denn Ja. da eigentlich und wer würde denn da Mhm. mitmachen? Mhm. In Deutschland ist das im Moment nicht vorgesehen. Wenn ich es richtig überblicke, dann geht das nur zwischen Privatpersonen. Mhm. Nee, das stimmt gar nicht. Ist nicht richtig. Es geht zwischen Stromnetzteilnehmern, die Strom nicht gewerblich produzieren. So, Punkt. Also solange ich Ja. nicht gewerblicher Stromproduzent bin, kann ich das machen. Und das macht ja auch Sinn. Es müsste also auch gehen zwischen Rathaus und Bürgern. Mhm. Würde ja auch den Zusammenhalt fördern, nicht? Wenn jetzt man weiß, mein Rathaus verbraucht meinen Absolut. Strom. Ja. Macht ja auch Ja. stolz irgendwie. Man hat, ja, sowas wird derzeit auch ein bisschen diskutiert, obwohl man sich natürlich als Gemeinde sagt, man müsste auch Vorreiter sein und auch selbst Photovoltaik auf den Dächern der eigenen Gemeinde installieren und vielleicht eine Mhm. eigene Gemeinschaft oder eine eigene Bürgerbeteiligung initiieren. Und Ja, es könnten ja auch beide koexistieren oder mehrere genau. Systeme könnten ja koexistieren. Ich weiß jetzt Mhm. nicht, ob das vom Gesetz her möglich ist, aber im Praktischen wäre das doch ganz gut, ne, wenn man das. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und wenn, da könnte jetzt auch so ein Netzbetreiber, der mitdenkt, der könnte jetzt helfen. Ne? Der könnte sagen, guckt mal, ihr in eurem Dorf, ihr hängt hier alle an diesem Mittelspannungstrafo. Und diesem Mittelspannungstrafo sieht gesamte Stromlastgang so aus. Und ihr könnt jetzt noch so und so viel Photovoltaik und so viel Speicher aufbauen und dann wäre das eigentlich ideal. Ja, Mhm. das könnten die machen. Machen die nicht, dürfen die eigentlich auch nicht, zumindest in Deutschland nicht, weil sie dann eingreifen würden in eben den Strommarkt und Mhm. wegen der Deregulierung dürfen die da diese Rolle nicht übernehmen, sondern müssen sich auf ihren Netzbetrieb konzentrieren. Mhm. Aber man könnte auch argumentieren, aus Netzbetriebssicht wäre das ideal. Mhm. Macht doch mal nicht mehr Photovoltaik als das oder kümmert euch noch um so viel Speicher oder so. Ne? Mhm. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, sehr gerne. Gute Idee auch. Ich würde noch Blanche als Wortmeldung nehmen und dann gehen wir nochmal durch den Chat, weil da sind auch einige Fragen, auch wenn sie teilweise jetzt beantwortet wurden mit den Antworten, die Sie bisher schon gegeben haben. Mhm. Blanche. Das Mikro ist noch Ich habe nicht. so, ja, danke. Also danke wirklich, Herr Schäfer. Ihnen ist der Spagat schon gelungen, glaube ich, alle Leute mitzunehmen. Ich habe das hervorragend gefunden für den Anspruch. Ich möchte anschließen an die Frage von Frau Wickel. Also erstens mal wollte ich sagen, ich weiß nicht, ob er im Chat dabei ist,
Aber man muss sagen, dass in Luxemburg die Energiegemeinschaften, also dass das sehr erleichtert wurde. Da wurde jetzt ein neues Gesetz verabschiedet, das ich glaube doch, wir haben keine Analyse als Movement Ökologique, aber ich glaube doch, dass es das Ganze sehr erleichtert und fördert. Können Sie nur noch mal technisch kurz erklären, weil wir die Fragen immer wieder gestellt kriegen. Der Strom wird ja aber trotzdem ins Netz angespeist. Woher weiß das Netz, dass es regional verteilt wird? Können Sie das noch mal ganz kurz, Sie haben es zwar, aber noch mal, ich hake noch mal nach, weil wir die Fragen immer wieder erklärt kriegen, weil das so schwer verständlich ist, weil der Strom in das gesamte Netz rangeht. Warum entlastet das dermaßen das gesamte Netz? Und noch zwei zusätzliche Fragen. Wir kriegen immer wieder es kommt jetzt immer wieder die Aussage wegen dem Negativstrom, oh, jetzt hat er wieder eine überdimensionierte Solaranlage auf sein Dach gesetzt. Das ist nicht gut. Parallel wird gesagt, wir brauchen mehr Solarenergie. Können Sie bitte sagen, wie Sie das Ganze kommunikationsmäßig auffangen würden, auch als Politiker oder als, ich muss ehrlich sagen, fast gerät man als Movement in den Zwiespalt. Denn heute hatten wir eine Sitzung, ich sage nicht mit wem, da wurde wieder gesagt, ja, jeder, der eine große Anlage baut, der nicht ausreichend im Sommer verbraucht, der macht einen Fehler. Und parallel sagt man mal, also wie würden Sie das darlegen? Und eine dritte Frage, die ist ganz anders gelagert, aber Sie haben gesagt, die Netzbetreiber hätten gerne eine maximale Auslastung von 80%. Warum? Dann in Luxemburg wird der Netzausbau gerade geplant und da sagen die das auch. Und ich denke mir dann immer, oh ja, 20% Marge ist doch schon mal riesig groß, muss man deshalb jetzt nur neue Leitung bauen, nur weil der auf 80% gehen wollte. Ja, okay, ich fange mal vorne an. Also, der Strom weiß nichts von seinem Markt. Dem interessiert das gar nicht. Der Stromfluss folgt einfach physikalischen Gesetzen und da fließt der Strom immer den kürzesten Weg zum nächsten Verbraucher. Der Markt ist nur ein Konstrukt, um diesen Stromfluss zu organisieren, damit er auch so stattfindet, dass er im physikalischen Stromnetz realisierbar ist. Und das führt zu dieser Situation, dass wenn Sie sich mit Ihrem Nachbarn darüber einigen, dass Ihr Nachbar auch den Strom von Ihrer Photovoltaikanlage kauft, dass der Strombedarf dieses Nachbarn am Markt vom Versorger entsprechend durch diese Menge Photovoltaikstrom gedanklich reduziert wird. Der sagt, ich muss jetzt nicht den ganzen Strom decken, sondern da kommt ja noch was vom Nachbarn. Ja? Das heißt, der kauft jetzt diese Menge Strom von diesem mitversorgten Nachbarn nicht in der vollen Menge am Strommarkt ein. Und am Strommarkt würde er damit ja eine Erzeugung auslösen. Da würde er jetzt quasi dafür sorgen, dass unter Umständen noch ein Kraftwerk mehr läuft und noch mehr Strom ins Netz drückt. Ja? Und das ist also sozusagen, man könnte sagen, so ein bisschen der Versuch, den Strommarkt schon mal vorzukorrigieren, um diese Mengen, die da dann durch diesen nachbarschaftlichen Handel ja schon dafür sorgen, dass die Nachfrage reduziert ist. Ja, so würde man es vielleicht am besten formulieren können. Aber grundsätzlich ist es so, der Strom, der erzeugt wird, sucht sich jetzt im Netz einfach den nächsten Verbraucher. So, fließt immer dahin, wo der geringste Widerstand ist. Je länger die Leitung, desto höher der Widerstand. Das heißt, Ihr Nachbar kriegt Ihren Photovoltaikstrom im Zweifel sowieso. Ob er jetzt mit Ihnen Geschäft macht oder nicht, ist auch egal. Aber es korrigiert eben die Gesamtsituation am Strommarkt und vermeidet, dass nochmal mehr Strom erzeugt wird und schon vorgesehen ist, sozusagen im Stromfluss, was dann vielleicht nachher nicht mehr geht. So, okay. So, und dann war die letzte Frage, ach, die 80% Auslastung. Nee, Ja, vorher noch die weil Frage, ja. wir haben zu viel Solarstrom. Ja, ach so. Ja, das muss man differenziert betrachten. Also es ist tatsächlich so, dass ich habe einen Kollegen, den ich sehr schätze, von der Technischen Hochschule in Berlin, Leon Hirt, der sich wirklich viele und sehr gute Gedanken macht über die Frage, wie dieser Strommarkt aussehen muss, damit die Energiewende stattfinden kann. Der auch schon gesagt hat, wenn Sie sich jetzt irgendwie in einem Wohngebäude noch einfach eine Photovoltaikanlage aufs Dach schrauben, dann gibt es Regionen in Deutschland, in denen macht es das Problem größer und trägt nichts zur Lösung bei. Und
Das fand ich für den Kollegen Hirt wirklich eine beachtliche Aussage. Und es ist aber so, ich habe das ja eben gezeigt, wir haben tatsächlich Überproduktion. Und wenn ich mit meinem Gebäude eben in einem Netzbereich bin, in dem jetzt alle so eine Überproduktion auslösen und es keinen Verbrauch gibt, der das in irgendeiner Form puffert, sei es, dass dann eben auch wirklich auch gar keine Batterie da ist, die da geladen werden kann, dann macht das wirklich ein Problem. Also wir hatten schon vor 15 Jahren inzwischen ein Projekt mit den Kollegen von der Energie Baden-Württemberg. Die hatten damals schon in der Netzregion Boxberg vor 15 Jahren Überlastung der Niederspannungsebene durch Photovoltaik. Die haben gesagt, wir brauchen jetzt intelligente Steuerung, um dann wenigstens mal zu gucken, können wir Stromdirektheizungen nutzen, können wir Wärmepumpen nutzen, Batteriespeicher gab es noch nicht so viele, und können wir das mal steuern, irgendwie, wenn wir diese Überlastungen haben. Und das war vor 15 Jahren. Also tatsächlich muss man da ein bisschen gucken, wo findet eigentlich diese Erzeugung statt und gibt es, wie weit in der Energiewende ist dieser Netzabschnitt? Und wenn wir nur die Erzeugung ausbauen, aber die anderen Verbraucher nicht hinterherkommen, Elektromobilität, Wärmepumpen, Batteriespeicher, intelligente Netze, dann gibt es irgendwann tatsächlich diese Überlastsituation. Und das ist schon doof. Aber was man eben auch nicht machen kann, ist jetzt sagen, ja, jetzt sind wir hier in dieser Überlastsituation, dann können wir jetzt ja nicht weitermachen. Hier ist ja jetzt Schluss. Ja, weil dann werden wir nicht fertig mit der Energiewende. Ja, das ist jetzt das Argument, ähm, der Hase soll jetzt mal irgendwie langsamer werden, weil der Igel nicht hinterherkommt. Ne? Die müssen aber beide über die Ziellinie. Und das ist tatsächlich eher die Frage, irgendwie kann der Hase den Igel mal Huckepack nehmen und das mal ein bisschen oder ihm in den Hintern treten, damit er mal ein bisschen irgendwie losdaggelt. So, und zwar zügig. Ne? Das ist eben jetzt die Kunst. Aber ja, es ist schwierig, es ist eine Gratwanderung. Die Schwierigkeit ist noch größer, weil tatsächlich jedes dieser systemischen Probleme von der fossilen Lobby genutzt wird, um zu zeigen, guckt mal, eure Energiewende, das funktioniert ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Das haben wir ja schon immer gesagt, es kann ja gar nicht funktionieren. Und hier sieht man wieder, es geht gar nicht. Ja, die ganze Photovoltaik, da bricht ja das Netz zusammen. So. Zu der Frage schreibt jetzt still in den Chat, weil das jetzt passt. Bart, möchtest du? Ja, es gab eine Frage im Chat jetzt zu dem letzten Punkt, wieso nicht mehr Strom erzeugt werden soll. Weil die Stromproduzenten regeln das Netz ja über die Frequenz und da macht es am Ende keinen Unterschied, ob nun der Strom geteilt wird oder nicht. Ja, das ist richtig. Zumindest, wenn diese kleinen Erzeuger eben auch abschaltbar sind. Und in Deutschland zumindest irgendwie müssen sie das auch sein. Also in der Mittagszeit ist es zum Beispiel so, dass die Photovoltaikanlagen begrenzt werden auf, was denn eigentlich? 70% ihrer Nennleistung. Mehr als 70% der Nennleistung darf nicht eingespeist werden. Ja, aber noch cleverer ist natürlich irgendwie den Strom dann in eigene Batteriespeicher zu bringen und ihn dann abends zu nutzen, wenn man wieder da ist und damit das Auto zu laden oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist es wirklich richtig, man kann eine Übererzeugung einfach immer abschalten. Das ist dann einfach nur schade drum. Ja, das machen wir mit Wind, das kann man natürlich auch mit Photovoltaik machen. Es gibt da gar keinen Grund. Es ist eben nur so, diese Intelligenz muss da sein. Ne? Der Netzbetreiber muss das dann eben begründen können und dann muss er durchgreifen können und sagen können, so, habe ich runtergeregelt, habe ich abgeschaltet. So, in vielen Netzabschnitten ist das eben nicht möglich, weil diese Intelligenz nicht da ist beim Netzbetreiber. Ach, ganz kurz noch, die 0,8 oder die 80%. Das ist eine klare Situation von, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir aus Vorsicht, weil wir wissen gar nicht genau, wie ist der Zustand auf dem Kabel. Und wir wissen aber aus Pilotprojekten, 80% ist wirklich vorsichtig. Man könnte durchaus mehr, insbesondere für einige Zeit. Man kann auch für einige wenige Stunden irgendwie Netze über 100% auslasten. Das ist eigentlich ein thermisches Problem vor allen Dingen. Und wenn wir dann noch Situationen haben, in denen zum Beispiel in Norddeutschland ist das so, besonders viel Wind ist, dann werden die Leitungen auch deutlich stärker gekühlt, als wir sonst annehmen. Und dann sind die auch in der Lage, deutlich mehr Strom zu produzieren. Also also 0,8 ist einfach nur vorsichtig, weil man es nicht besser weiß und es schon immer so gemacht hat. Okay.
Ich nehme noch einmal eine zusätzliche Rückmeldung des Teilnehmers, der die Frage vorhin mit der Frequenz gestellt hat, wo es darum geht, wie der Strom geteilt wurde. Und er schreibt, es wurde erklärt, dass die Stromteilung dazu führt, dass ein Stromkraftwerk nicht anspringen muss. Das ist nicht der Fall, außer die Stromteilung erfolgt intelligent, dann macht es einen Unterschied. Ja, stimmt. Wenn der Markt das nicht merkt, also wenn diese Rückkopplung, ich bekomme meinen Strom von meinem Nachbarn, am Markt nicht sichtbar ist, dann passiert gar nichts. Dann wird nur nachträglich quasi ein Jahr später die Stromrechnung korrigiert. Das ist natürlich, das sollte man in einem intelligenten System tunlichst vermeiden. Ja, ist aber richtig. Ich habe Ähm, eben ganz kurz, wenn ich das einwerfen darf, weil das immer so ja, eine Situation ist, das kommt immer in den Diskussionen. Die Frage war, wie macht denn China das eigentlich gerade? Das werfe ich jetzt mal ganz kurz ein. China und Indien haben sich von Problem- und Sorgenkindern zu unglaublichen Treibern der Energiewende entwickelt. Beide hatten Ausbaupläne für Kohlekraftwerke im Bereich von vielen hunderten Gigawatt. China 1400 und Indien, ich glaube, 900 Gigawatt neue Kohlekraftwerke. Davon wird nichts mehr gebaut, fast nichts mehr. Die Chinesen noch ein bisschen Kohlekraftwerke, die Inder bauen gar keine Kohlekraftwerke mehr großartig. Ähm, China hat in den letzten 8 Monaten so viel, also die letzten 8 Monate des Jahres 25, so viel erneuerbare Kapazität aufgebaut, 200 Gigawatt, wie Deutschland in 25 Jahren. Das haben die in 8 Monaten gebaut. Das führt zu der weltweiten einmaligen Situation, das hatten wir noch nie. Das hatten wir 2025 zum ersten Mal, dass der gesamte zusätzliche Strombedarf, den wir als Menschheit haben, also wir werden ja immer mehr Menschen, die Ökonomien der Länder zum Glück wachsen auch, der Energiebedarf steigt. Bis jetzt hat das immer dazu geführt, dass auch damit der Strombedarf eben klar steigt und der CO2-Ausstoß steigt. Letztes Jahr war das erste Jahr, dass der gesamte zusätzliche Strombedarf weltweit überkompensiert worden ist durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da reden wir tatsächlich von zusätzlichem Strombedarf in der Größenordnung von Deutschland, also sogar mehr, 600 Terawattstunden, also 1,2 mal Deutschland. Und Deutschland ist die drittgrößte Ökonomie auf der deutsche Strombedarf ist völlig irre. Das ist völlig verrückt. Und 1,2 mal diese Menge haben wir zusätzlich produziert aus erneuerbaren Energien. Also die globale Energiewende findet mit einem völlig unterschätzten Tempo gerade statt. Nicht, weil alle das Klima schützen wollen, sondern einfach, weil es so billig geworden ist, Strom zu produzieren aus Wind und Sonne und das zwischenzuspeichern in Batteriespeichern. das Und wir, macht so ein bisschen den Übergang zu der Frage, wie sie das einschätzt, dass das politisch in Deutschland umgesetzt wird, weil das ist ja das Problem, dass man eigentlich solche Beispiele sieht und dann trotzdem, wie Sie es ja am Anfang auch gesagt haben, eine gewisse Ideologie im Sinne der fossilen Energieträger immer noch mitspielt und das halt verhindert oder verschleppt. ja, wir haben politisch in Deutschland haben wir eine ungünstige Entwicklung erlebt, leider. Ähm, Folgendes ist passiert. Wir haben auf der wissenschaftlichen Seite uns mit diesem Thema auseinandergesetzt und wir sind zu dieser Lösungsfindung gekommen. Und es gab historisch in Deutschland immer eine Partei, die das interessiert hat, nämlich die Grünen. Und die Grünen haben sich das angeguckt, was in der Wissenschaft passiert und haben dann gesagt, naja, wenn das jetzt so ist, dann schreiben wir das in unser Parteiprogramm jetzt, dass wir das machen wollen. Und es hat zu dieser absurden Situation in Deutschland geführt, dass alle anderen Parteien sich genötigt sahen, einen alternativen Vorschlag zu machen. Ja, aber das war ja jetzt grüne Politik. Man konnte ja jetzt nicht sagen, ja, das ist grüne Politik, das wollen wir auch, sondern man musste sagen, ja, das finden wir im Prinzip richtig, aber wir denken, das muss anders. Ja. Und als Wissenschaftler sitzt man dann da und denkt, um Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Wir wissen eigentlich, was passieren muss. Das hat uns viel Energie, richtig viel Geld, ganz viel Zeit gekostet, um dahin zu kommen. Und jetzt entsteht der Eindruck, das ist Parteipolitik. Ja? Und das im Nachhinein zu korrigieren, ist unglaublich schwierig. Das ist unglaublich schwierig. Es führt zu absurden Situationen, wie jetzt gerade, vielleicht haben Sie das verfolgt in Luxemburg, diese Neuausgestaltung unseres Gebäudeenergiegesetzes. Ja, das Gebäudemodernisierungsgesetz, das jetzt im Prinzip sagt, na ja, aber man darf den Leuten nicht vorschreiben, dass die Gasheizung stillzulegen ist. Das muss auch mit dann Gas gehen und dann muss es eben ein erneuerbares Gas sein. Wir machen jetzt eine Biotreppe
Und langsam mischen wir klimaneutrales Biogas zum Beispiel als Methan aufbereitet dem Erdgas bei. Das entspricht dem Wissensstand, wirklich dem Wissensstand von 2008. 2008 gab es in Deutschland die allererste Studie, wie Deutschland insgesamt klimaneutral werden könnte. Vom Fraunhofer ISE damals. Die haben sich angeguckt, wie könnte das gehen. Das waren die ersten, die um die Ecke gekommen sind mit einem vollständigen Modell, wirklich alle Sektoren in Deutschland, runtergerechnet stündlich, wie werden wir in der Dynamik klimaneutral. Und da tauchten 50 Terawattstunden Biomassenutzung auf. Und das haben wir uns angeguckt und wir waren total happy damals alle, weil zum ersten Mal wirklich jemand das mal komplett durchgerechnet hatte. Also jemand heißt immer, das sind Teams, ne? Also wir reden dann immer von 10, 20, 25 Wissenschaftlern, die zusammen diese Modelle bauen. Und dann haben wir die Zahlen uns angeguckt und haben gesagt, ja, das ist interessant, aber das ist ja Quatsch. Wo soll denn die ganze Biomasse herkommen? Ja? Wir würden im Gesetz steht 60% bis 60% Anteil klimaneutraler Gase, Biogas am Erdgas. Wenn auf der Basis des Erdgasbedarfs von Deutschland heute würde das heißen, dass wir 95% der landwirtschaftlichen Fläche von Deutschland nutzen, um Mais anzubauen, um daraus Biogas zu machen. Das ist einfach Quatsch. Und dann sind wir nur bei 60% Anteil im Erdgas. Nur 60%. Das ist einfach nicht durchführbar. Und das wissen wir seit 20 Jahren. Und trotzdem, ja, kommt dann so eine Partei und macht so ein Gesetz. Das ist schon sehr frustrierend. Und das Schwierige ist ja, da kann man es ja als Wissenschaftler nicht bei belassen, sondern jetzt muss man den Dialog, den vorsichtigen Dialog finden und auf einen Fehler hinweisen, ohne zu sagen, dass das so dramatisch Quatsch ist, wie ich das gerade formuliert habe. Ja, so kann ich ja nicht mit Politikern sprechen, dann reden die nicht mehr mit mir. Ich muss also vorsichtiges Ja-Aber argumentieren anfangen. Aber ein Stück weit, da muss ich mich also an unsere Energieforscher-Nase packen, sind wir selber schuld. Wir hätten uns damals hinstellen müssen und hätten sagen müssen, Eureka, wir haben jetzt 10 Jahre geforscht, wir haben es jetzt. Ja? Und wir können nochmal rechnen und dann kommt aber qualitativ immer das Gleiche dabei raus. Stattdessen haben wir eine Metastudie gemacht, die nochmal sehr genau untersucht, wo sind denn die Unterschiede in den Zahlen und warum. Ja? Statt einmal zu sagen, ja, da sind Unterschiede in den Zahlen, aber ist nicht so wichtig. Der Pfad an sich ist jetzt klar. Und da hätten wir einfach viel intensiver die Politik und auch die Bevölkerung mitnehmen müssen. Das haben wir nicht gemacht oder das haben wir zu wenig gemacht. Nicht, stimmt nicht, aber das haben wir viel zu wenig gemacht. Aber der Gegner ist auch sehr mächtig. Tatsächlich, die Fossilindustrie, wie gesagt, nicht nur in Deutschland, auch überall sonst auf der Welt ist die Fossilindustrie tatsächlich maßgeblich damit beschäftigt, dieses Voranschreiten der Energiewende zu verzögern. Und das gelingt ihnen eben mit dem ganzen Geld, das sie von uns bekommen, weil wir die ganzen fossilen Brennstoffe nach wie vor einkaufen. Die fossile Industrie macht im Jahr 4 Billionen US-Dollar Gewinn. Das ist der Reingewinn. 4 Billionen US-Dollar. Also 10 Milliarden jeden Tag. Jeden Tag. Wenn Sie ein abgeschriebenes Kohlekraftwerk haben in Deutschland, dann bis vor kurzem, jetzt nicht mehr, weil die Erneuerbaren den Markt so zerschossen haben, aber bis vor kurzem war das noch so, dass der betriebliche Gewinn aus dem Braunkohlekraftwerk, Steinkohlekraftwerk, wenn es abgeschrieben war, ungefähr 1 Million Euro pro Tag war. Das haben sie jeden Tag verdient. Sie sind der Letzte, der sagt irgendwie, ja, sehe ich ein, Energiewende muss sein, ich schalte das jetzt hier mal freiwillig ab. Da hängen auch die Kommunen dran, die sind beteiligt an den Energieunternehmen. Das hat sich historisch so entwickelt. Auch die Kommunen haben ein Interesse daran, dass tatsächlich dieses Geld weiter fließt. Auch da ist dann die Umsetzungswilligkeit irgendwie in so einer Totalabkehr, sagen wir mal, mindestens eingeschränkt. Es ist echt ein komplexes Thema, aber es ist eben vor allen Dingen ein Thema, das sich eben finanziell ausdrückt. Nicht so sehr physikalisch und in der Technik, sondern im politischen Willen. Das macht es vor allen Dingen schwierig. Zum Glück ist jetzt preislich die Situation so eindeutig, ja, und jetzt sieht man eben diesen Wahnsinnsumschwenk, auch gerade bei den Ökonomien, auf die wir immer schielen, also vor allen Dingen China. Ja, wie schnell sind die Chinesen? Meine Güte, wieso kriegen wir das denn nicht hin?
Ich hatte das vor 2 Jahren, muss ich vielleicht als kleine Anekdote, vor 2 Jahren hatte ich eine Delegation aus China da, Shenzhen, glaube ich, aus der Provinz. Die wollten ein Forschungsprojekt, das wir durchgeführt hatten, Norddeutsche Energiewende 4.0, das wollten die in der Provinz nachbauen, 1:1. Die sind extra gekommen und haben gesagt, so zeig mal, was habt ihr da gemacht? Wir wollen es 1:1 nachbauen. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren. Dann am Ende habe ich gesagt, ja, und jetzt kommen die Batteriespeicher und das ist toll. Und guckt mal hier aus dem Fenster da vorne, werden wir einen großen Batteriespeicher bauen, ganz groß in Deutschland, 100 Megawatt, 400 Megawattstunden. Der wird an meinem Institut quasi einmal über den Acker, ja, da wird er gebaut gerade. Dann haben die Übersetzerin übersetzt und dann fingen die Kollegen aus China das Tuscheln an. Und dann hat die Übersetzerin sich gemeldet und gesagt, habe ich das richtig verstanden? 100 Megawatt, 400 Megawattstunden. Ich sage, ja, 100 Megawatt, 400 Megawattstunden, richtig großes Ding, sagenhaft. Ja, und dann hat sie nochmal irgendwie bestätigt. Und dann kriegte sie eine Rückmeldung und sagte, ja, die Herren sind etwas verwirrt, weil also in der Provinz alleine wird im nächsten Jahr 1 Gigawatt Batteriespeicherkapazität aufgebaut. Ja, so. Und nur in einem Jahr. Das war dann so, dass sie das Gefühl hatten, ja, aber das ist doch kein großer Batteriespeicher. Das zählt ja gar nicht. Ne? Ähm, Die Geschwindigkeit in China ist anders, aber das gesellschaftliche System ist auch ganz anders. Und dann kann ich natürlich in so einem System einfach auch ganz andere Festlegungen treffen. China ist 5 Jahre vor seinem Plan, aber das kann ich in einer Planwirtschaft eben auch mit Entschlossenheit dann sein. Ich nehme dann eben weniger Rücksicht auf die Gesellschaften. Das machen wir nicht. Aber niemand von uns wahrscheinlich hier im Raum würde sagen, naja, dann tauschen wir jetzt unser Gesellschaftssystem gegen das chinesische. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir mit diesem Nachteil klarkommen. Und ich glaube auch, das gelingt uns so. Wir sind ja, heute Abend zeigt es doch gut, wir sind doch in der Lage, uns irgendwie zu verständigen untereinander und zu überlegen, was soll es denn jetzt sein und wie wollen wir es denn machen. Es ist halt mühsam, aber am Ende ist es auch, ich glaube, der bessere Weg trotzdem.